Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Holen sind schon von heute. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus in Zunft auf der Gitarre. als Backing spielt mir noch den Wernerschein. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrabombe hintendrein. aufs Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum und grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon verhängt. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott zur Pavlatschen Nummer 202. So schaut's aus. Wieder aus der Klause Klaus. Wieder aus der Klaus, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Bei der vorletzten Pavlatschen dieses Jahres. Ja. Ne? Genau, richtig, weil nächste Woche ist ja noch eine. Nächste Woche ist noch und dann erst wieder am 2., also dann erst wieder Am 1. am 1. Jänner. Richtig. Ja, genau. Wir freuen uns, verzeiht uns, wir haben schon angebottelt, wir werden Ja. vielleicht gleich mal einen Schluck auf euch nehmen. Sofort, Dann kommen wir sofort. zum Thema Wein. Es ist auch das erste Glasl, das wir uns auf Ja. und eingeschickt haben heute. Auf euch. Auf euch, sehr zum Wohle. Prost. Sehr gut, wir haben einen wunderbar produktiven Tag schon hinter uns heute. Eigentlich sehr unprofessionell, weil wir uns eigentlich ausgesungen haben. Also ich habe mir ausgesungen heute schon. Tut mir leid, aber wir haben gearbeitet, hart gearbeitet Schiebrers. und war leibend. Wir haben nichts gegessen, nichts getrunken. Also man muss wirklich sagen, da sieht man, hoppala, die haben wirklich gearbeitet. Wir haben nichts, gell? Wir haben also getrunken Wasser. Wasser und einen Kaffee haben wir. Ja, ein Kaffee und ein Aspirin habe ich genommen. Weil ein bisschen Ding. Aber wie auch immer, wir werden dann gleich zum Wein kommen. Aber jetzt einmal kurze Plauderei. Uli Slonek sehe ich da, jawohl, an die illustre Runde, sagt er guten Abend. Die Susanne Faber, Christi Gott, Maber, Alexander Hauser. Schönen Abend alle miteinander. Alexander Hauser heute der Protagonist des Weines. Kann ich sagen, ich nehme sofort Kann man sagen. Kann man gleich sagen. Flascherl zur Hand hier. Endlich haben wir das Kistel geöffnet, das uns der Alexander Hauser zukommen hat lassen. Eigentlich ja seine charmante Gattin. Sie hat es transportiert. Ne? Sie hat's hertransportiert. Sie hat es auch aufgetragen. Ja, Also, damals. Also, das war, Der Alex hat es feinsäuberlich zusammengestellt und ins Auto eingestellt, mit dem dann seine Gattin ihm dann vom Taschel angeholt hat und uns dann das Genau. Kistel gegeben hat. Weltklasse, Dankeschön. Zu dem kommen wir dann gleich, oder? Willst du gleich ich mag sage gleich was dazu. So gleich was. Ein Kloster Neuburger Wein, grüner Veltliner, Riedfelder vom Pötsch, Weingut und Buschenschank, Winothek, Pötsch in Kloster Neuburg. Grüner Veltliner mit 13,5 Volumensprozent und ein 2022er. Du ziehst das schon, siehst schon. Ja, alles klar. Zu wie rufen wir her. Naja, das war ja das erste Glas, Leute, was wir schon gearbeitet Was haben. machst du, wenn wir nur eins einschenken täten, wie bei einer Ja, Weinverkostung? da hätte ich einen starken Arm. Auf jeden Fall, Alexander Danke. Hauser, herzlichen Dank. Und natürlich, meine lieben Pavlachistingers, wie es so üblich ist, ein Wein, wie sagt man, ein Weinausstatter der ersten Güte. Kann man sagen, Dem ja. muss man natürlich auch eine Orgie an rote Achteln zukommen lassen. Dem Alexander Hauser mit speziellem Hinblick auf seine liebe Frau. Haut's eine bitte. Rote Achteln Deluxe für diese Weinausstattung. Gehen wir. Jawohl. Danke schön, danke Alexander, Weltklasse. Susanne Moser ist da, Christi Gott, Matthias Mariacher, jawohl, Franz M., unser aller Franz, oder wie wir auch sagen, mitunter, Karl M., auch der live dabei, dickes Busland Isabella, die ist sicher daneben. Adolf Rehberger, hallo Mädels, lieb und brav, jawohl. Als ob jetzt schon gechattet wird, die Extremschaukler, der Michi ist da einmal. Michi, Andi, Michi. Das bringst mir auch durcheinander. Michael. Ich glaube. Ja, bin ich deppert. Oh ja, Michi. Michael.
Peter Brachtl ist da, jawohl. Mega Pamperton Tuning in from Munich. Freilich. Schönen guten Abend, sagt der Spaziergang. Jawohl, die Chantal Schwarzbau ist auch da, jawohl. Jetzt Servus. Nachschub bekommen an Shorts. Chantal, wobei, nein, es sind nicht viel, gell? Es sind 3 Tage. Nein, Blödsinn, 2. 2 am Tag. 2 am Tag sind dann bei 9. Sind Ja, noch 3. Naja, Naja, 4 Tage, ne? ja, 4 Tage. Lass noch 4 Tage durch. Viel sind es nicht. Viel sind nicht. Na, aber Weltklasse. Freuen uns wieder. Jawohl. Wohlfühloase, Patricia, die ganze Familie live dabei. Fritz am Startbus, unser Grausi. Ein Grausi hier am Start. Wildcat. Jawohl, die Wildcat ist da. Michael Unger, Nathalie Kohlhofer, jawohl, auch wieder dabei. Es gefreut mich voll. Das gefreut mich wirklich sehr, dass ein paar Herrschaften, die nicht allzu lang schon dabei sind, aber immer wieder dabei sind, das gibt uns wirklich ein bisschen einen Antrieb. Muss ich echt sagen, danke Das dafür. ist richtig. Und schau, Hubert aus Garmisch, Servus aus Bayern. Grüß dich Gott, servus. Das gefreut mich. Da sagen wir natürlich Servus zurück, ganz klar. Jawohl. Ludwig Freier aus Göttingen. Beste Grüße nach Göttingen. Jawohl. Das Außenstudio Klaus ist wieder schon bald zum Hauptstudio. Christoph Ackertriffel, naja, ist ja nur kurzfristig. Ist ja nur kurzfristig. Hauptstudio ist eigentlich in Klosterneuburg im Hause Ackerl. Weil dort ist die Produktionsabteilung Ja. angesiedelt. Die Hette ist aus der Schweiz, Weltklasse, Werner Wichtig. Landtagsstürmer Markus. Dann natürlich die Daniela Schlögl, unsere Principessa ist auch da. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Am 1. ist aber Feiertag, da bekommt ihr dann aber das Doppelte. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Da müssen wir eigentlich das Doppelte. Da kriegen wir die doppelten Achtern. Ja. Wir müssen das Doppelte trinken am Feiertag. Ne? Werden wir schon schaffen. Da werden wir sehen. So, die grüßt uns auch von der Marion aus Göttingen. Beste Grüße an die Marion Retour. Wolfgang Gruatzka ist dabei, jawohl. Schau, da fahren schon eine die Achteln. Ich danke euch vielmals. Super. Für den Alexander Hauser. Die Achteln. Ich meine, da fahren sie eine ist gut, nicht? Ich bin ja Stutten bei den Achteln, was soll ich machen? Was soll ich gehe ein bisschen schneller durch. Manfred Kraft ist da. Ludwig Sass, jawohl. Servus, Ludwig. Haben wir noch irgendwen vergessen da? Belatsch wird heute mit Kopfballwärmer aller 16er Punkt geschaut, jawohl. Geh schon da, muss ein Foto machen. Mach ein Foto, schick mir das per Jawohl. WhatsApp und das wird dann veröffentlicht. Hier live on TV mit Kopfballwärmer. Weil das ist gleich ein bisschen eine Werbung, was im Sinne von für andere. So. Das wird da bei uns alles ausgenützt und mit allen Geschützen fahren wir auf, was es nur gibt. Sicher. Schaut der Alexander Hauser sagt. Danke, bringt gerne einen Wein vorbei. Wir danken und es schmeckt auch sehr gut. Und Der ist fantastisch gut, ja. apropos danken, wenn wir den getankt haben, dann haben wir nur einen von der Dankbarkeit. Ja. Auf den freue ich mich. Also wir haben 2 Flaschen von dem und dann waren noch 2 italienische drinnen, ein bisschen ein Ausflug, ein Chianti und ein weißer, weiß ich jetzt nicht mehr was für einer. Und 2 oder was, 2 Flaschen, oder 3? 3 müssten es sein, von der Dankbarkeit aus Ilmitz. Ich habe einen jetzt auf die Seite gestellt in den Kühlschrank, schon immer nachher Das schaut er nicht, glaube ein ich. Chardonnay im Barrique ausgebaut, ein 20er Jahrgang. Also es könnte sein, dass wir heute tatsächlich noch die Dankbarkeit schaffen. Schauen wir. Dankbarkeit, berühmtes Lokal und Weingut in Ilmitz, in Burgenland. Ein sehr schönes, sehr schönes Lokal, Absolut ja. schön. Absolut schön, leibend und Leibende und Leute. sehr guter Wein. Sehr guter Wein. So, Andreas Hirt, liege auf dem Trockenen. Hirt saufst für mich mit. Prost aus Niederland. Servus, ciao und tschüss. Gehe ins Bett, wenn es nicht endlich losgeht. Tempo, Avanti, geh mal, ciao. Aha, bist du depper, das muss erst einmal einer da lesen. Der Christoph Hacker sagt, die alte eingesessene Publiciste seid ihr ja schon gewohnt. Klar, dass ihr euch über frische Zuschauer freut. Naja, gewohnt sind wir gar nicht, wir freuen uns. Schau, ja, jetzt sitzt da mit dem Kopfballwärmer neben mir auf der Couch, Weltklasse. Die Dankbarkeit in Bodersdorf, na freilich. Na freilich, Franz sowieso. Franz Ich bin Ehm, du hast ein vollkommen Blödsinn, recht. Vollkommen recht. Ich hab schon wieder einen Der Blödsinn. Franz Ehm, die kennen es natürlich auch. Natürlich. Natürlich, Ach ja. Gott, was rede ich? Wie komme ich auf Ilmitz? Das kann natürlich sein, was ist in Ilmitz? Na, durch Die blaue Gans ist die sind Weiden. burgenländische Weine wahrscheinlich generell. Ja. Nein, Die das schon. Ilmitz ist Nein, der Heide ich weiß zum schon. Beispiel. Ich weiß schon. Alle befreit. Also. Ja, nein, warte mal, wir hassen die. Ein wunderbares Lokal. Fixteife, wir hassen die. Ich glaube sogar Heimlokal, wenn es wahr ist. Wir hassen Ich die. weiß schon, was du meinst. Ja. Mit denen habe ich es verwechselt. Ja, danke Franz Ehm, du auf die ist Verlass. Ja, der Michael Ungar sofort. Dankbarkeit ist in Bodersdorf. Schau, einmal habe ich mir gedacht,
sage ich irgendwas Gescheites. Was, Adolf Rehberger, hey Burm, habt ihr mich vergessen? Nein, mit was hätten wir mit was vergessen? denn? Begrüßt aber die eh? Was meinst du? Was meinst Oder du? meinst du, weißt du das mit der, warte mal, weißt du das mit dem Text fürs Gleichgewicht? Weil ich war noch nicht daheim, deswegen habe ich das noch nicht geschickt. Alles kann ich sagen. Warte, jetzt muss ich mal das Büdel von Alles der klar. Chantal einmal, jawohl. Schau, irgendwie, wenn wir zwei diesen Kopf wenn wir aufhaben, schaut das nicht so lieb Wir aus. schauen aus wie die Wir schauen aus wie Volltrottel. So, weil teilen. Ein bisschen mehr lächeln, Chantal, hast du können, aber bitte, wir nehmen, was wir bekommen. So geht schon um. Jetzt muss ich da schauen. Nein, das war ein anderer. Adolf Rehberger, was meinst du jetzt mit vergessen? Nein, wir haben die nicht vergessen. Was ist jetzt? Kommt das oder kommt das nicht? Die Technik. Ich schau gerade Adolf Rehberger. Nein, schon gesagt nein, ja, nein, aber weiß nicht. Auf jeden Fall, Dankbarkeit gibt es seit 1934. Ja, das bringt. Erst wir hassen das Fixteife jetzt da in Ilmitz. An der Hauptstraße durch. Wir hassen die. Mein Gott, Du nein. fragst Sachen. Na, der Franz M. weiß das. Franz M. was ist sie? Franz M. weiß das. Gegen keine Einheimischen hier, weil es teuer ist, das Lokal. Immer der Klassiker. Wirklich. Ja. Mein Munkelein weiß auch. Setzt das Jazzhauerl auf, das ist auch cool. Ja, ey. Ludwig Freier, ich fahre einen BMW R1200 RT, ich hoffe die Straße bleibt eis- und schneefrei. Dann kann ich wieder fahren. Ja, du, ich fahr einen Eurod, der fährt, mir ist wurscht, ob die Straßen frei sind. Der fährt fast immer. Aber ja, man, Straßen, gut, bei uns ist ja straßentechnisch. So, passt auf, schaut's hier. Jetzt, da schaut's hier. Die Unser Uschi, aller- dein Munkel Presshaus, jawohl. Presshaus. Jawohl. Dank der Munkeleien, das ist ja wirklich, ist mir nicht eingefallen. War sehr gut. So, passt auf, jetzt einmal unser aller Chantal. Oh, das ist groß. Jetzt muss ich kleiner machen. Ist ein bisschen. Schau, was sagt's? Das Kopfwärmer der schaut direkt gut aus. Unser aller Chantal, mein Haberl, wie gesagt, am lächelnden Gesicht können wir noch arbeiten, ein wenig. Aber das wird schon. Das wird schon bei Patrick auch geworden. Und natürlich muss man sagen, bei uns schaut es anders aus. Muss man sagen. Ja. Bravo Chantal, Dankeschön. Definitiv. Nicht so gut. Weltklasse, einmalig. Schau, die Dea ist auch da, die Dea. Der Chianti Frisch von der Toskana, der Alexander Hase, ja. Ich hab mir gedacht, der Adi hat geschrieben, dass er euch Grüße aus dem AKH schickt und es im Shake. Scheiße, was? Wo steht das? Wo steht das? Das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Das habe ich nicht gesehen. Oft liegt es nicht an Haben, wenn man nicht so gut wie andere ausschaut. Danke, Christoph Acker, für deine großartigen Dinge. So, ich bin dem zum Opfer gefallen, der beschimpft mich und sagt Alkoholiker zu mir. Scheiß Wasser trinke, danke, endlich Montagabend. Servus, Andreas Hirt. Ja, Servus, Andreas. Yes. Du, wird schon werden. Ihr passt das Haberl sehr super. Sagt der Spaziergang, richtig. Da gibt's gar nichts. Jawohl. Ja, schau, der Manfred Graf. Gestern letztes Chorkonzert gehabt, nur bei Schubertkirche zum Christtagshochhaben, dann Winterferien, einmalig. So, was ist jetzt da mit dem Adi Rehberger? Der hat, das finde ich nicht. Ich habe auch schon geschaut, ich Das habe es auch nicht finde ich gefunden. nicht. Jetzt schaue ich nochmal nach. Weil das ist Ich habe schon natürlich. gescrollt, während du gesprochen hast, ich habe es nicht gefunden. Nein, ich finde da nichts. Ich finde nichts. Nein, da war auch nicht. Hallo, groß. Grüße aus dem Acker. Oh, da habe ich es. Auch an die zwei. Laut mir geht's. Na, okay. Ja, der Freiberger. Na, Im geht's AKH. Ja, gut, Pablo Cisto, da müssen wir wieder aktiv werden. Dem Andi Rehberger eine Organ rote Ochteln zukommen lassen. Aber eine mörderische im AKH, im Advent. Ihm geht's SCH. Und wir hoffen, dass der besser geht, wenn jetzt was kommt. Nämlich die Ochteln. Ich muss sofort den Achtel nehmen. Achteln auf die Gesundung. Auf die Gesundung von Adi Rehberger. Adi, Alles alles Gute. Liebe. Zum Wohl.
Wird schon werden, wisst ihr, jetzt kommen die Achtel rein, dann haut's hin. Und sie kommen schon. Susanne Moser, coole haben, kann man sowas kaufen? Ja, bei uns auf der Homepage findest du einen Shop und da findest du dann auch Leiberln, Pullover, auch diese Haube und mehr. Und mehr. Ja. Und Ich weiß nicht, viel mehr. Dergel. Und Dergel. Und Dergel. Und Dergel. Einfach bei uns auf der Homepage 16erburm.at auf den Shop schauen. Ja, wir haben das so gemacht, wir haben weder einen Black Friday gehabt, noch haben wir einen Verkauf gestartet. Und ja, weil wir zu faul sind und weil ich irgendwie das nicht mag. Diese marktschreierischen Bläser, alle am Black Friday, alle billiger oder teurer oder sonst was. Ich hätte gern natürlich das schon, ich hätte schon gern ein paar neue Designs zusammengebracht, aber es war zeitlich nicht drinnen. Und So was, ist halt nicht gegangen. Ja. Schau, da der Freiberger, ihr seid alle meine Stützen, jawohl. Ja. Jawohl, so. Susanne Moser, super muss ich schauen, ja unbedingt. Susanne Moser Scheine. Für alle anderen auch. 16erburm.at, da findet ihr den Shop. Du darfst das aussuchen heute, das erste. Das erste suchen wir aus. Ich muss auch nicht. Nein, immer noch anders. Wie geht denn das? Viele Lieder von Wien und von Wein. Ja, wie geht denn das? Wie heißt denn das? Singen Menschen, ob groß oder klein? Ja, was war's denn die Welt, wo es ein Das wird man. Herz fühlt? Ja. Black Friday besser Black Sabbath. Blue Monday ist gescheiter als Black Friday, bravo die Dea. Das stimmt, Absolut also, richtig. nimm ich sofort das Nimm Schluck. Blue Monday, jawohl. Gibt es Geld für einen guten Wein aus? Das ist ja viel gescheiter, ne? Ja, und natürlich für die 16, aber ist ganz klar. Da gibt es keine Diskussion. So. Was ist das? F? Viele Lieder von Wien und von Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer Weihfassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stimmt. Und dass er auf die Nacht in sein Bett nur schlaft bei einem Schraube-Quartett. Ja, das hat wieder erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn darauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Herz fühlt, wenn die Gegend ganz leise an Straßenhäuser spült, wenn ein Ureuler Werner vom Häuserbuch singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Ja, so was in die Welt von einem Weiderl in Wien, denn das Weidel, da steht in kein weniger drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, fuhr er erstens zum Heirigen hin, ins Museum am Vormittag drauf, und dann geht er am Stephansturm auf, und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee, und am Abend, da speist er voll Glück ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht
und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was in die Welt, wo's ein Wiener Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenholz spült, wann ein uralter Wiener vom Häuserbuch singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig erklingt. Ja, was in die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch Wiener verstehen. Jawohl. Super Nummer. Jawohl. Geht over wie Öl. Sehr zum Wohle, meine Lieben. Sehr zum Wohl. Ich meine, ich merke das halt schon stimmlich jetzt Ja, auch. ja. Aber ja, ist ja wurscht, wir werden schon durchkommen. Thomas Enders, der Fichtdoktor ist auch da, jawohl. Grüß dich Gott, Der servus. ist da, servus Fichtdoktor, das gefällt mir. Das freut mich. Ja gut, das aufs nächste Lied. Bei dir. Bei mir? Ja, oder machen wir uns ja. Nein, der Markus Volker ist noch gar nicht da, gell? Ist der Nein, Markus ist noch- Volker? Markus Volker Der hab wird ich heute noch nicht nicht kommen, gesehen. weil er jetzt noch nicht da ist. Dann wird das im Nachhinein dann sehen. Ist ja auch einer der Pavlaciste, die sich das im Nachhinein anschauen, wenn er nicht dabei sein kann. Stimmt. Weil wir haben da, es steht da schon ein Packerl. Hinter Patrick machen wir anpacken. Machen wir's Wie gleich? heißt es? Ein Unboxing. Unboxing, genau. Stimmt an. Jawohl. Es kam vor einiger Zeit ein wunderschönes Packerl. Markus Volker, danke dir. Ich werde sofort zur Öffnung schreiten. Ich habe da ein wunderbares Werkzeug vom Klaus bekommen. Ja, das ist. Ich habe es auch bereits geöffnet. Ja, ist das nicht. Nicht zugekriegt, du hast das nicht einmal. Dann werden wir sehen, werden wir sehen. Was schaut, der Dieter hat jetzt extra wahrscheinlich für uns, weil wir Flaschen sind, hat er extra seinen Kanalnamen geändert auf T-Daya, Klammer auf, ist gleich Thomas Dyer. Klammer zu. Das ist eine gute Idee. Danke, Ne? der Thomas. Schau die Facciamotto. Facciamotto, grüß dich Gott, servus. So, warte mal, warte mal. Das muss ja nachfilmen. Achso, Moment. Ja, warte. Kammerkind, Glas. das So Schönste ist Na ja, schon. okay. Was ist jetzt da? Das Schönste, dass ich das Messer aufgebracht habe, hast du schon versammelt. Nicht? Aus der Aber Nähe. okay. Ja. Okay, warte mal, ich muss das erst Na einstellen. dann, du, ich hab Zeit. Ja, klick to start. Klick to start. So. Ja. Ist es aufgeschnitten? Die hab Hände ich am Netz. Das ist ja auch Schmoren da. Geht schon. Teamwork, Ja, Teamwork. aber Thomas, hier schauen, da ist die bei uns Kamera. Achso, jetzt ist Erst, es ja, da. du bist da. Schau da dort um. Ich weiß ja nicht, ob du schon eingeschaltet Na hast. sicher, bin ich schon vor ihm. Da schau her. Schau, gut, dass er ein Messer hat, jetzt muss Ja, er sich erst aber- fieseln wie ein Einser. So, ich traue mich da noch nicht zu einstellen, ob da nicht irgendwas anderes Ja, gell, Lottoschein oder was, ne? So, so. So wie das macht, einmalig. Das war sicher leicht aufgegangen, So bin ich einmalig. überzeugt. Bin ich überzeugt. So, meine Lieben. Warte, bevor du anfängst, schenk noch mal die Pavlaciste ein Lächeln, bitte. Danke, weitermachen. Jawohl. Das ist auf jeden Fall gut eingepackt. Honigsäure, bitte. Jetzt ist es nicht. Das klingt ja bei dir, wenn du das klingt ja, wenn. So wie es einpackt, ist so ein Stifterl drinnen, glaube ich. Weil Das ist ein das, Wahnsinn. warte, ich nicht so haben. Haben wir nicht so? Nein, ich auch nicht so. Nee, ich weiß nicht, bei dir weiß man nicht. So, da. Na, was? Da was? Was haben wir? Na, schaut sich das an. Das ist auf jeden Fall ein Sprudel, ein Sekt, vermute ich. Ich hab's noch nicht angeschaut, näher. Heldensekt, das ist natürlich für uns. Liebig Heldensekt. Jawohl. Markus Volker, jedenfalls danke dafür. Wir werden das Flaschel, nachdem es ein Sekt ist, am 1. Jänner öffnen. Sehr gut. Bei der Pavlatschen, weil da bin ich wieder da. Ja, In der Klause Klaus zu Gast und da öffnen wir das. eine gute Idee. Eine gute Idee. Ich freue mich. Weltklasse. Und ich meine, Super.
Wirklich super. Wirklich super. Danke, Markus Volker. Danke noch einmal, Markus. Das ist ein Packel. Und das wird in Aktion. Hoppala. Ja, klar. Das ist Ja, jetzt Zeit, Zeit. schnell, Ich wollte es eigentlich nicht so weit. Und da passt ja auch, dann wie man in Frizzante vom mach zu. Das Messer. Da ist ja, warte, das habe ich am vorher jetzt, ich habe eine Einschulung gemacht. Eine Wieder Stunde überrascht. lang. Ich habe eine Eine Einschulung Stunde. gemacht, wie das zugeht. Also auf jeden Fall Das Stück da her, ne? So, da Ja. wird schon gehen. das und dann haben wir noch den Frizzante vom Alexander Hauser, Ja. eben von der Dankbarkeit. Passt da Passt doch zur gut. Silvestersendung quasi. Die Neujahrssendung, das sowieso, ja. Neujahrssendung, da passt es gut. Das machen Und wir. den dazu, ja. Das Singen werden wir halt gar nicht mehr kennen bei so viel Perlen. Ja, das ist gut, aber ja, wahrscheinlich. Stehst dann so auf, aber Ja, da ist das Munkellein auch da, wird uns schon ein Wird bisschen du- helfen. die unterstützt uns sicher. Ich hoffe, du. Bitte. Bitte, hilf uns, Munkel, hilf uns da. Wir können es nicht allein da trinken. Glaube ich zwar. Na, keiner schon. So, jetzt muss ich ein Lied aussuchen. Das ist ein schöner Klang. Das war für Markus Volker. Das war Weltklang. Sehr zum Wohle. Danke. Das ist gut. Wunderbar. Was spielen wir, Herr Rutger? Was spielen wir? Machen wir ein Potpourri ein. Bitteschön. In C. Das passt gerade auch so schön. Was haben die Leute, Die ne? erste Nummer passt Ja. so schön für die. Ja. Fängt an mit, was haben die Leute einmal gemacht. Wir noch kein Wein war. Schaut, warte mal, jetzt hat der Dieter, also der Thomas Deier, seinen Kanal Ja, wieder umbenannt. Auf Thomas Deier, Klammer, ehemalig Dieter, für Klaus. Bravo. Super. Bravo, Thomas. Einmalig. Weltklasse. Schau, die Uschi ist schon dabei mit Sekt. Hat schon bestätigt, dass uns helfen wird. Verstehe dich, ich verstehe dich Ja. völlig. Ja gut, da brauchen wir dann eh noch ein bisschen mehr Arbeit. Da werden wir nicht weit kommen mit 2 Flaschen. Naja gut, das haben wir noch Zeit. Ja, ja. Da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Ich hätte schon gern Vormittag trinken, weißt du? Weil traditionell bei mir ist das so, beim Ja, Neujahrskonzert, kannst mach du. ich meins Du auf. willst ja nicht aussaufen, willst du nur. Ja, wenn ich an einen Vortag denke, vielleicht besser ich Naja. denke nichts zum Frühstück. Ja, so arg ist das Ja. nicht, Silvester. Das ist eh so ein eigenes Thema, gell? Der Restalkohol. Das Ja. ist eh nicht so. Das ist das nicht ohne. ist nicht ohne eigentlich, ja. Aber schau, das Keifel ist auch da. Jawohl. Jawohl, na gut. Ja. Na gut, dann machen wir ein Medley. Was haben die Leute einmal gemacht? Wir noch kein Wein war. Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wir Musik allein? Da schaut man in Himmel hinein. Ich hab ein Stück altes Wien entdeckt, dort hat sich die Gemütlichkeit versteckt. Dort rief in alten Spezi, die Freunde und Lust versteht sich. Dort kommen alle echten Werner zusammen, die nur ein Herz für die Werner Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du ein Stückel altes Wien. Heute war die alte Zeit bei mir leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, aber leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch ja ein Straß gegeigt. Wie ich bin munter geworden, war alles verloren. War nicht?
Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wer ich bin unterwogen, wo alles verloren. Drum schrammen tut's uns nicht verlassen, mein Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gossen, was Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon Dudel als ein Kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spielt uns sonst keiner, aber wenn ein Lied wie es mir gern hält. Wir haben schon Dudel, wo ist ein Kleiner, drum haben wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spielt uns sonst keiner, aber wenn ein Lied wie es mir gerne hält. Jawohl. Schönes Potpourri. Schönes Potpourri. Also ich finde ein schönes Potpourri. Echt gefällt's auch. Uns gefällt's. Darum haben wir's gleich gespielt. Haben wir gespielt. Da haben wir gespielt und es ist nicht mehr so viel daneben gegangen. Muss man auch sagen, absolut leibend, absolut leibend. Patrick muss nicht den Finger heben. Ganz Die frisch. Momo ist da, die Momo ist da. Ich hebe mal den Finger. Weil Bevor- beides fällt mir jetzt schwer. Bevor wir auf den Finger kommen, was meinst du beides? Ach so, ja, Jesus, ja. Stimmt, deswegen meinst du, ja. Also, warte. pst. Momo ist da, the Princess of Dawn. Jawohl, Momo M. Servus, grüß Weltklasse. dich. Und vorhin schon der Manfred Kraft hat schon gemeint, auf die Gefahr hin, heute der erste Superchat zu sein, unter Anführungszeichen. 10 Euronen sind heute Vormittag schon überwiesen worden. Manfred Kraft. Dankeschön. Dank der recht narrisch. Dank der schön. So, auf den drücken wir jetzt einmal. Und da für die Wildcat müssen wir natürlich noch schenken. Mach mal. Weil Wildcat, 5 Euro von Wildcat, sind nicht Mutzi, schenken ein. Prost. Und deswegen habe ich gesagt nachschenken, weil wenn von der Wildcat ein Superchat kommt, dann trinken wir nicht nur auf die Wildcat, sondern auch auf die einzigen Wiener Lied-affinen Nymphensittiche Sunny und Mutzi. Jawohl. Das ist gleich auf. Ja, da ist auch gleich, nicht? Ja, da ist eh. So, Ich mache noch zu, jetzt spielen wir. bin ein Weihviertler. Wie lange spielen wir jetzt schon? 33 Minuten. Und du hast mir heute gesagt, damit die 2 Flaschen einmal auskommen. Na, schau mal, wie viel wir da jetzt drinnen haben. Ja, na das. Heb hast- du einmal dein. Na, du Glas. hast recht, du hast recht. Also auf unser Wildcat Wildcat. und natürlich auf Sani und Nutze. Danke dafür, Mess. Herrlich, herrlich. Na gut, der Mann. Der Alexander Hauser weiß ja, was gut ist. Also da kann man wirklich nicht. Er ist ja ein geübter Ja. Weinkenner. So. Wenn vom Alexander ein Wein kommt, den kannst du so, also umschauder. Oder ein Schnaps oder was auch immer. Da kannst du also umschauder nehmen, da weißt du, da kommt nichts Ohne Schlechtes. Angstgefühle. Ja. Michael Unger gibt Tipps für Teenager. Angeblich, wenn man von der Sardinendose das Öl trinkt, bekommt man keinen Rausch. Michael Unger, nicht nur angeblich, es ist bewiesen, dass das ein Blödsinn ist. Warum ist es bewiesen? Wir haben es oft probiert. Früher, Mein Großvater hat mir das immer schon gesagt, das ist Dosen Öl drinnen und dann kann man einen Weinkeller gehen. Ne? Ja, es ist. Natürlich, es ist eine gewisse Unterlage, es stimmt schon, aber. ja, aber das ist, also, wenn es eine Dosen Sardinen ist, Und das Öl dazu dann, auftrunkst. und das ist weitaus hilfreicher als das Öl. Das kannst du sicher sein. So, Spaziergang. Ich habe am 6.12. Nicolo bei uns in der Volksschule gegeben. Warum wohl? Also wer ein Spaziergang, es ist so wie ein Büdel ausschaut, im Original ein Nicolo per se sozusagen, einen burgenländischen Zweigel bekommen. Und mit, was hast du? Nix, ich schaue nur wegen Nicolo. Ja, bei mir ist der Spaziergang hat auch noch das wallende Haar. Das wird ja bei mir nicht. Bei mir ist ja gerade da ein bisschen ein Ding, das hat ja mit Nicolo nichts zu tun. Das ist, da gehe ich durch
als Kämmerer beim Papst maximal, aber das nicht. Auf jeden Fall hat er einen burgenländischen Zweigel bekommen und mit meiner, also mit der Hollen, nehme ich an, gelehrt und eine CD von den 16 haben gehört. Siehst du, das ist Gemütlichkeit. Nobel. Das ist noble Gemütlichkeit im Advent einstimmen, in dem Fall halt nicht mit Weihnachtsliedern, sondern mit 16er Buben, eine Flaschen Wein, das Schatzel daneben noch. Da muss ich sofort einen Schluck Ja, nehmen. sofort einen Schluck. Nimm mir einen Schluck. Ich meine, du hast gesagt, siehst du, wie viel wir eingeschenkt haben, wie lange wir da jetzt Ja, auskommen. ich hab dir gut eingeschenkt. Ich bin ja ein netter Kollege. Gar nicht, weil du heute ein Auto fahren musst oder was. Ausnahmsweise nicht. Nee. So, was haben wir? Judith Plattner ist da. Also bevor ich das Öl von einer Sardinendosen trinke, habe ich lieber einen Potzenrausch. Bravo Judith Plattner, das ist natürlich eine Aussage, die wir Plattner, vollkommen unterstützen. Vollkommen. So, Das schaut nicht. Kompliment, der Leiwand, der Maler, dank der schön interessiert. Judith Plattner sagt, achso, noch einmal, zweimal gepostet, das unterstrichen wird. Klausia Patrick, heute spät, aber doch Musikraum. Jawohl, sehr. Musikraum wieder. Gar nicht Matthias Gerold, gell? Warte mal, ich bin noch nicht so weit, Patrick, ich bin noch nicht. Die leere Flasche in den Kühl. Die leere Flasche, der Franz haben wir das beobachtet. Na sicher. Die leere. Das auf deinem persönlichen Gerät fortsetzen. Sehr schön. Mir gefällt es schon wieder. Du musst das auf deinem persönlichen Gerät vor. Auf was für ein persönliches? Du bist mein persönliches Gerät, du Trottel. Du bist mein persönliches. Ich hab die gekauft. Gold, Matthias, Geräusche. Hm. Gut. Die KI, die K1 hat mitgeredet. So, ich bin gleich unten, Patrick, ich bin gleich unten. Mach das Flaschel habe ich mit Absicht wieder hineingestellt. Wenn ich die nämlich irgendwo weiter daneben wo hinstehe, besteht die Gefahr, dass sie entweder den Klaus oder mir halber andeckt. Drum Regieanweisung bekommen. Ja, aber Dort gehört das alles Aber Franz, in Wahrheit, du hast vollkommen recht, dass eingestellt wurde. Ja, ich hab's immer da eingestellt, weißt du. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich. Ludwig Freier, bist du deppert? 50 Euro von Ludwig Freier, von Marion Kegelstein und Ludwig Freier aus Göttingen. Naja, gut, das ist natürlich ein Wahnsinn. Ich danke herzlich Sofort einen Schluck. für diesen riesen Ich weiß nicht, warum ich so viel eingeschenkt habe. So. Danke euch zwei. Danke. Jetzt so reingelegt, gell, Gläser klein. Naja, es kommt noch öfters ein Gläser klein. Danke euch beiden vielmals und beste Grüße nach Göttingen an euch zwei. Und die Nathalie Kolafer, 2 Euro von mir. Prostburm auf unser aller Wohl und Gesundheit. Nathalie, dank dir herzlich. Das ist ganz lieb. Prost auf euch. Die Chantal, die wird sich freuen, wenn sie schneiden. Immer wenn sie Kopfhörer aufhat, wenn sie das schneiden tut. Immer wenn es so Gesicht hat, so verdrahtet. Das wird auch noch berühmt werden. In HNO-Ärztekreisen wird man dann sagen, ja, sie haben da eine Klinge, ich habe da so eine Antenne. Nein, sie haben keinen Tinnitus, das ist was anderes. Na, dann sie vielleicht Videos bearbeiten von den 16er. Ja, klar. Berufskrankheit. Das gehört, ja, das ist ja so. so. Das ist ja so. Das ist ja so. Auf jeden Fall, weil sagen wir, weil zum Beispiel, wir freuen uns wahnsinnig natürlich über die 50 Euro von Marion Kegelstein und Ludwig Freier. Wir freuen uns aber nicht minder über die 2 Euro von Nathalie Kolafer. Warum? Weil es geht tatsächlich nicht um die Höhe. Das, wie gesagt, ich könnte schon was hoch sein, das ist kein Thema. Ja. Keine aber Frage nicht. Wir wollen das schon klarstellen. Es geht uns nicht um die Höhe, es geht um diese Anerkennung, die wir dadurch erhalten. Und das gefällt uns wahnsinnig, wenn wir auf diesem Weg eine Anerkennung bekommen. Und wenn es ein kleiner Betrag ist, ein großer Betrag ist, das ist einfach wieder Applaus. Der eine Post lauter, der andere Post leiser. Aber der Applaus ist das Brot des Künstlers. Und wenn es von Herzen kommt, kann der leise Applaus und der laute Applaus genauso schön sein. So ist es. So ist es. Josef Dadl, ihr seid leibend. Josef Dadl. Josef Dadl aus dem Wohnzimmer. Jawohl. Aus dem Wohnzimmer. Das habe ich vorher schon gelesen. Ja. Ich bin angelenkt worden von den ganzen Themen, die da gekommen sind. Ja. Jawohl, der Nikola braucht die leuchtende Augen der Kinder. Sehr schön. Einmalig. Das stimmt. Hab leider nicht mehr auf der Karten. Na, der Nikola von das. Wie gesagt, um das geht es uns wirklich nicht. Wer uns abseits, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, kann ich wirklich ein Schmartis einblenden. Wer uns abseits natürlich das Superchat unterstützen will oder einfach sagen will, danke für die Musik. Danke, leibend ist mir Vor Weihnachten oder was auch immer, hat seine in den virtuellen Hut etwas, entweder über PayPal oder über Überweisung. Ihr findet die Daten natürlich auch in der Videobeschreibung unten und auf unserer Homepage. Das heißt, es gibt alle Möglichkeiten. Und das Geld
ist wichtig, weil Geld natürlich braucht man ja in dieser Gesellschaft, logischerweise, das wissen wir alle, aber Geld ist nicht das Wichtigste. Und wir haben ein gutes Beispiel dazu jetzt erst gehabt. Hast du was? Warte schon. Chantal Schwarzbauer, bitte einmal im Monat Pfeife auf Jazz. Na ja gut, 2 Euro von der Chantal. Es ist leid, wie gesagt, die Chantal finanziert sich selber. Also, Das gefällt mir so. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, nämlich in der Pavlatschen, das ist ein neues Geschäftsmodell. ja. Bravo Chantal. Danke. Machen wir da Danke, natürlich. danke. Spielen wir da nicht hier. Jawohl. Ludwig Freier. Ja, ihr Lieben, ich bin deppert. Wieso? Wieso? Ludwig Freier. Na, du bist nicht deppert. Achso, nein, um Himmels Willen. Wie gesagt, es ist schon auch so, dass wir natürlich über die großen Beträge uns auch sehr freuen. Aber ich will es eben nicht bewerten. Weil der eine gibt mehr, der andere gibt weniger. Jeder Und ich weiß, sag euch was er will Ja. und aus, ja, fertig. Ein sehr gutes Beispiel, wie wir auf der Straße gespielt haben. Wann war das? Im Jahr 2000. Hm? Genau im Jahr 2000. Im Jahr 2000 haben wir uns geholt, eine Sondergenehmigung vom Bezirksvorsteher Innere Stadt und haben mit einem lieben Freund, der schon verstorben ist, Guter beim Sölich, einen Werkelmann Werkelmann, der Real gespielt, ein leibender und Kerl. ein lieber Freund von uns gewesen und wir haben dort gemeinsam mal gespielt. Am Graben in Wien, eine tolle Geschichte. Und natürlich Wiener Lieder in Wien auf der Straße, das ist natürlich etwas, wo nicht nur Touristen natürlich fotografiert haben und was ähnliches, sondern tatsächlich auch Wiener. wirklich Wiener viel steht mir. Eine schöne Geschichte damals der Vlaschek. Vlaschek Karl, ne? der Billa Vlaschek, der ja auch in seiner früheren Zeit dann als Barpianist, ne? sich seinen Unterhalt verdient hat. Oder ja. Und der ist da vorbei und wir haben gespielt, das weiß ich noch genau, ein schönes so ein Ringelspiel. Und da hat er mitgesungen, so ein bisschen so. Und dann hat er seiner Frau teilt, was eine, und er hat eine gehabt, einen 100er Schilling. 100 war das, Schilling, das ja. waren noch 100 Schilling. Und, also eine tolle Geschichte. Und eine andere ganz tolle Sache war, da ist eine alte Frau gekommen, ältere Frau, und die steht, hört uns so zu, kramt in ihrem Portemonnaie herum und beilt so einen Kopf von ihnen und nimmt 20 Schilling raus. Und geht zu uns her zum Kerl und schmeißt die 20 Schilling rein und sagt, es tut mir leid, dass es nicht mehr ist, weil ich habe halt nur eine kleine Pension. Und ich habe mir gedacht, ne Frau, wenn es ein 20er, kein Mensch zahlt da 20, die haben eine Münzen, 10 Schilling, 5 Schilling, im besten Fall. Nicht? Bitte bei 1 Schilling Münzen, da wird es dann schon bitter. Ja, aber das meiste war natürlich 1 Schilling. Und so, aber ich meine, die Summe kommt da schon was zusammen. Aber ich sage, Ernst, Sie brauchen sich nicht schon. Das ist mir ein Bedürfnis. Das ist mir ein Bedürfnis. Und da ist jetzt der Punkt der, ich meine, jetzt der Flasche, klar kann er sich mehr leisten, aber 100er ist in Ordnung. Ja, also, der kann ich nicht als Straßenmusiker, weiß ich nicht, 1 Million reinschmeißen oder ein paar 100.000 Schilling. Aber wenn du jetzt diese Wertigkeit siehst, das war von beiden, vom Vlaschek, der 100er und der 20er von der alten Frau, machen keinen Unterschied vom Wert des Gebens her, nicht? Vom Respekt. Weil die waren einfach beide glücklich, dass das da gehört haben sich die Zeit genommen, sind stehen geblieben und haben ein bisschen zugehört und dann haben sie es reingehauen. Und das ist einfach, um das geht. Das ist wert. Das Ja. ist einfach wert, warum. Ja. Einer der Gründe, warum man das auch gern macht. Weißt? Das gehört dazu. Wie viel das ist, aber eine Anerkennung ist da. Ne? Das ist Ja, um das. schön. Und so, der Fritzl Stadtbildschutz, gut, dann bekommst du ab jetzt eine WhatsApp mit Applaus statt Geld. Ja, ich danke dir. Fritzl! Ja, kann sie nicht. Nein, aber ich weiß schon, was ich meine, glaube ich. Gell? Das ist schon, natürlich, weil wie gesagt, es geht ums Geld. In der Gesellschaft, wir brauchen ja Geld, na klar, müssen wir verdienen. Aber es geht nicht darum, wie soll ich sagen, dass du mit der Höhe des Geldbetrages sozusagen mehr bekommst. Oder weniger bekommst. Oder was ich meine. Weil es ist ja so, es geht um die Wertigkeit, was einer gerne. Wenn einer sagt, du, pass auf, das ist mir halt wert. Das ist so wie ein Flohmarkt gehen. Ich habe immer gesagt, früher, ich habe oft in der Studentenzeit viel gemacht, habe einen Flohmarkt gekauft und habe das dann im Dorotheum oder anderweitig verkauft. Ne? Mit einem Gewinn. Und Zu viel kann es nicht gewesen sein. sein. War immer Neger. Neger war immer.
aber zumindest, dass ich nicht komplett pleite war, für das hat es gereicht. Stimmt. Aber es war so, dass dann eben viele Sachen, dass man sich auch selber gekauft hat am Flohmarkt. Einfach für sich selber. Und bei alten Sachen, da gehst du her und sagst, naja, was müssten für das haben? Ne? Das und das. Sag ich, naja, das, fangst du zum Handeln an. Aber im Endeffekt sagst du nicht, was hat was für einen Preis, sondern was ist es mir wert? Mir persönlich, Ja. was zahle ich dafür? Weil wenn ich jetzt habe, weiß ich nicht, ich habe irgendwas, was ich verkaufe. Eine Tabakspfeife. Eine Dunhill Tabakspfeife. Sag ich, die verkaufe ich. Und sag, weil ich brauche es nicht mehr, da hast du. Ne? Was müssten haben? Was müssten geben? Und jetzt ist halt die Frage, nicht? Er sagt, du, 10 Euro, oder er sagt, das ist mir wert, wenn ich den kriege, wenn ich den in meiner Sammlung hätte, das ist mir wert, du hast 200. Genau. Um das geht's. Nicht, dass der Wert von der Tabakspfeife 200 oder so, es kommt darauf an, wer es hat. Ne? Weil für einen Nichtraucher, Nichtsammler, Ist völlig- mit Tabakspfeifen völlig wertlos. vollkommen nicht irgendwie verbundenen, hat der null Wert. Es kann Wert, genau. Und für einen Tabakspfeifensammler hat der einen hohen Wert. Und das ist jetzt ein bisschen sehr philosophisch. Das ist aber wirklich philosophisch. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen ausgeufert, gell? Aber ich bin ausgeufert. Wir werden gleich wieder was spielen. Aber da fällt mir gleich wieder zu die Geschichte zu diesem Kastel, was da hinten da steht. Das ist ein Humidor, Ja. gefüllt mit Zigarren. Ja, genau. Und das ist eine lustige Geschichte, zu dem eigentlich, es passt aber so ein bisschen. Dieser Humidor geht seit fast Jahrzehnten, gehört den Klaus, ich habe einen ähnlichen, und dieser Humidor macht die Runde zwischen Klaus, meinem Bruder und mir im Laufe der letzten Jahre. Er ist immer wieder weitergekommen, nach dem anderen ist er wieder zu groß und jeder legt immer nur Zigarren ein, mehrere, und raucht ein, zwei draus. Sprich, der ist sowas von gut gefüllt. Der ist bummvoll. Jetzt ist er wieder beim Klaus da. Schauen Ja. wir, wo er dann wieder Schauen wir mal. weitergeht. Schauen Schon wir seit einem Jahr. Jetzt stell dir mal da, Schauen wir wieder, wo wir dann wieder landen. in Wien haben wir einen kleinen. Ne? Ja. Aber- Der Oliver, der ein kleiner, nicht? Ja, aber der Kleine ist halt auch voll. Ne? Das ist ja aber kein Platz mehr. Aber das sind schöne Weil Geschichten. jeder legt. Passt nicht direkt dazu, aber schon ein bisschen schon irgendwie, weil der Wert ist durchaus, also was da drinnen ist, da ist Ja. was drinnen im Laufe der Jahrzehnte. Für einen, der mit Ja, Zigarren also mit anfängt. Zigarren was anfangen kann. Und das ist ja da auch, wenn einer was mit Wienerlieder anfängt oder mit Musikern was anfängt, mit Menschen was, oder mit der Community, dann hat halt mir eine. Und das ist halt natürlich, ja, und ich weiß schon, ihr versteht es mich schon. Ja. Ich glaube schon, ja. Aber Schmattes, ich habe immer was zum Schmattes. Mahlzeit Christoph Acker, unbedingt. Die Maggie, die Buben sind noch jung, das kann ja was werden, ne, glaubst 1,23 wäre ein Superchat wert, du bist unglaublich. Christoph Acker sagt, für umgerechnet nicht mal 10 Euro bekommt ihr keine 2 Punsch am Christkindlmarkt. Ja, aber wie gesagt, es ist die Wertigkeit des Gebens ist die eine Sache, die Wertigkeit desjenigen, der nimmt, ist eine Das andere. andere, ja. Und natürlich freue ich mich über einen hohen Betrag. Aber ich kann es nicht, das kann man nicht davon abhängig machen. Weil du weißt ja nie, wer was gibt. Wie viel kann sich der wirklich leisten? Für den einen, der sagt, du, ich überweise da, oder ich gebe da, weiß ich nicht, 100er und sagst, wow, Wahnsinn, 100 Euro ist ja toll, ne? Das ist viel für so. Und der sagt, ja, du, für mich ist ein 100er, ja klar, haben oder nicht haben, aber im Prinzip kann ich mir das gut leisten, das passt. Und ein anderer, der halt wirklich hinten und vorne kein Geld hat und dann trotzdem auch was überweist, ist genau das Gleiche. Der kann nicht kein 100er überweisen. Also wie gesagt, man muss weggehen von dem Betrag, die Betraghöhe. Es haben alle wirklich, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der was zahlt, weil das für uns einfach wirklich eine Wertschätzung ist, über die wir uns unglaublich freuen. Geben ist seliger als nehmen. Fritzl Stadtguss, bravo. Bei uns im Mödling am Adventmarkt kostet ein Punsch 5 Euro. Und Glühwein 4,50 und ich sage, ja, aber so Weihnachtsmärkte, das ist nicht mehr wild. Ja, times are changing. Ja. Was haben wir denn jetzt? Wir können es bei den Preisen gerne. Ja, Christoph Acker, ich gebe mir das auch nicht. Darf eigentlich noch Neger sein sagen? Ja, Neger sein darf man sagen, weil es wienerisch für kein Geld Das ist haben. wienerisch für Kacke. Wenn einer sagt, das ist rassistisch, sage ich, wenn ich kein Geld habe, das ist ja kein Rassismus. Das ist Pleitier. Schau, 5 Euro vom Extremschaukler. Jawohl. Auch heute darf der offizielle geile Typ-Bonus nicht fehlen. Lasst euch den Wein schmecken und spült's mal ein Lidl. Jawohl, jetzt spielen wir wieder was. Dank dafür mal. Dank der Habe Schiff. ich, Michi habe ich gesagt, gell? Michi. Stimmt. Michi stimmt. Wenn nicht, wirst du dich gleich rühren. Nein, ja, Sicher sogar. Sicher, Michi. Ich weiß, ich bin
Ich hab da eine Maschine drinnen, die arbeitet quasi besser wie die KI. Ja. So, grüß Gott, all my stuff. Grüß Gott, all my Habe ich stuff. die Ehre. So, wir spielen was? Wir spielen was. Ja, Turn. Mein Turn. Wir haben das heute so gesagt, wir machen einfach Einfach so. weil jeder, also Jeder spielt einfach. ich könnte jeder auch Wünsche reinschreiben, wahrscheinlich spielen wir es nicht, wir spielen unsere Wünsche heute. Das ist schon unser Weihnachtsgeschenk. Also vielleicht unser Weihnachtsgeschenk. Nein. Nein, bitte. Wenn es was taugt, natürlich spielen wir es auch, aber Michi stinkt schon. Haben wir Michi, das gemerkt? na, Ja, das das ist ist ja das. Das ist ja das, was da drin Mit ein arbeitet. bisschen Unterstützung von mir, aber es passt schon. Das tue ich selbst oft unterschätzen, was ich da anspielt da drinnen. Muss ich gleich ein bisschen... Das ist ein bisschen Nein, kühlen. das kann ich auf deiner Apple Watch nicht tun. Warum redet die ganze Zeit mit? Du, das ist in der Zwischenzeit ja die K1. Ja, Ja, die redet schon mit jetzt. durch die NSE zu, NSE, oder wie heißen die alle? Geht scheiße. Hallo? Ja, sag einmal, entschuldigt Sag bitte, einmal. entschuldigt bitte meinen Kollegen. Der ist ein bisschen deppert. Deppert. Verstehen die das? Huchen die mit auf Englisch oder auf weiß man nicht, gell? Die huchen in allen Sprachen mit. Ja, aber auf Wienerisch auch, verstehen die das überhaupt? Ah, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass sie verstehen. Das wird Botschaft. schwer. Das wird schwer. Das sind ja Botschaft, das weiß ich. Also ich muss mir jetzt das Ja, aussuchen. Botschals haben sie eindeutig. Schau. Sani und Mutzi, frag nicht lange gehen, einfach an Mamis Börsel. Ja, Wildcat, so sind's. Und man darf einer nicht im Weg stehen in der Entwicklung. Weltklasse. Schagelgastig! Dumm ist wer gibt, dümmer ist wer nicht nimmt. Hat meine Uroma gesagt, ja. Da hat sie recht. Da hat sie recht. Ja. Weißt du, was meine Uroma immer gesagt hat? Was? Wenn man da gibt, dann nimm. Wenn man da nimmt, dann renn, aber schnell. Das war meine Urgroßmutter. Das sind die Unterringer Weisheiten. Das war noch Deluxe. Ungarisch. Das war noch Ungarisch. Ungarisch, halb Jedin. Na, das ist natürlich, was soll ich da sagen? Das ist, ja, Schau, Matthias Mariacher. Man bekommt den Mann aus Ottergeng raus, aber man bekommt Ottergeng nicht aus dem Mann raus. Danke, Matthias Mariacher. Du bist halt Weltklasse. Du bist Weltklasse. das, Wahnsinn. So, ja, nimm mal einen Schluck. Ja, du hast Gott sei Dank viel eingeschenkt, weil da kommen wir lang aus. ich habe ja viel eingeschenkt, bei dir mehr als bei mir. Der ist schon wieder fertig. Das ist Das ist unglaublich. eigentlich ein Wahnsinn. Ich muss mal früh raus. Ja, das ist ja mir wurscht. Ich muss ja was arbeiten. Ja, für uns. so, aber du hast ein Bett oder du kannst schlafen, ich hab da eingekatzt. Was willst du noch von mir? Sehr warm ist da drinnen nicht. Ja, zum Schlafen reicht's. Es wird Da reichen. ist heiß. Siehst du auch, warum? Das Das Bett ist, ich habe mich kurz ins Bett angegriffen und mir gedacht, Mo, Ja, das ist noch von gestern kalt. Gott sei Dank dicke Trainingshosen mit, weißt du, und ein Hoodie zum Schlafen. Das ist nicht die Kälte im Raum, sondern die Kälte der Matratze. Die Patrick übrigens- Reiser. Ja, Also, was Ja, spielen? Turn, ja, Was Turn. spielen? Mein Turn. Was sollen wir spielen? Alle drei. Und die Neberfahne und die Judenhane und die Zitronenrese, alle drei. Die sind in Stadt nicht gegangen und wollen ein Hasel, ein Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Die sind in Stadt nicht gegangen und wollen ein Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Der Stravanzer Hansi und der Granaten Franzi und der Schillewickel, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Der Stravanzer Hansi und die Granaten Franzi. Die hab ich schon gehabt, gell? Ja, ja. Und die Zitronenreise, alle drei.
Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind's Meier gegangen, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Golden fangen. Dabei sind's Meier gegangen, alle drei. Und der Krawattentonne und die Hefenfraune und der Spinatfährl, alle drei. Die haben im letzten Sommer auch die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Hefen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer die Moose weggenommen. Jetzt sind sie ins Hefen gekommen, alle drei. Jawohl, jawohl. Alle drei. Und vollkommen richtig, weil ich habe nämlich nachgedacht, ich habe schon ein Lied im Kopf gehabt, natürlich. Chantal Schwarzbein. Erinnert mich sofort daran. Bitte nicht auf meinen Wunsch vergessen, natürlich. Arme Mona. Arme Mona. Das heißt, wir haben nicht vergessen auf deinen Wunsch, aber wir haben vergessen auf den Wunsch selber. Also, aber jetzt kommt schon wieder. Was sagt der Christoph Acker? Spielt bitte das Lied mit dem Titel, der übersetzt irgendwas mit Ridiculous, eines Meerschweinchen. Ein Spanische. Nein, das spielen wir dann. Nein, das spielen wir nicht. Aber das spielen wir nur live. Spanische Volkslied. Also wenn jemand ein spanisches Volkslied von den 16 hören will, Kommt zu einem unserer müsst ihr ein Live-Konzert. Konzerte und dann Das kann man nur werdet ihr verwöhnt. verwöhnt will ich es nicht nennen. Oh ja. Aber es ist halt so, wie es ist. Was ich jetzt noch sagen will, bevor wir einmal im Monat der Pfeife auf Jazz spielen, brauchen wir eher einen Wein. Und wenn du schon einen Wein holst, könnt ihr es nämlich in den Ofen nachlegen. Bitte gerne. Weil ich glaube, dass wir nachlegen müssen. Also wir. Der halt vorbeigeht. Ich sitze ja so günstig und leider der Ackerl ist ja nicht da. Nicht? Ja schau, und der Ackerl ist schon goschert, nicht? So wie ich ihn Klaus kenne, hat er es schon vergessen. Nein, hab's nicht vergessen. Aber nur so ein bisschen. Bravo. Na sehr, was heißt das schön, was los? Leg nach, ist eh noch nicht ausgegangen. Nein. Ich hab vergessen, ein Holz einer. Ah nein, hab ich geholt. Ja, hast du geholt. Ja, hab ich vergessen, dass ich es geholt habe. Ich glaube, oben müssen wir noch nicht nachschauen. Oben schauen wir nachher noch. Jawohl. Ich danke euch vielmals für die Achteln. Ganz leibend. Ganz leibend. Wir haben jetzt eine Situation gehabt. Letztens da waren wir engagiert bei einem Geburtstag. Und da sind einige krank geworden, zum einen. Es war wirklich, also wie verhext. Wie verhext, ja. Da sind einige krank geworden. Und dann gab es noch tatsächlich, ich glaube, bei 2 oder 3 Familien, unabhängig voneinander, einen Todesfall. Todesfeier, ja. Und natürlich, ja, dementsprechend geschrumpft ist dann diese Gesellschaft und das Geburtstagskind war halt, hast du wirklich gesehen, einfach, Sehr betrübt. ja. Und wir sind also hingekommen, Na, die Gesellschaft, man kann das wirklich sagen, die Gesellschaft schrumpfte auf 2 Personen. ja, es sind wirklich nur mehr 2 Tage gesessen. Und es ist wirklich so, dass die so leibend waren, dass sie gesagt haben, wir wollten euch nicht ansagen. Nicht? Also, das war ja ausgemacht und wir wollten euch das halt, ja. Und dann haben wir aber wie gesagt, naja, Der wir macht holen sich, es nach. wir holen das auch anders mal nach, macht sich bitte jetzt nichts draus. Du, was, es ist doch die Stimmung da nicht da jetzt da und was soll man denn jetzt da spielen? Ne? Also, du, sagen wir, es war nichts und wir fahren wieder heim. So Ne? ist es. Und dann soll man so einen Star noch rechnen, und dann haben wir gesagt, bitte. Ja. Also, ich meine, das ist jetzt ja so. Wir hätten natürlich sagen können, ja, nein, weil da verdienen wir jetzt ein Geld. Das muss Und jetzt das spielen wir sein. jetzt. Und wir haben gewusst, das macht niemanden da wirklich eine Glücklich. Freude. Das macht niemanden glücklich. Und Nein. ich gehe halt dann nach 2 Stunden mit ein bisschen Geld aus. Nein, bitte. Nein. Hast du das meine ich? Mit dieser Wertigkeit. Wenn man was nur macht fürs Geld, ist es ein Fehler. Wenn man was macht aus Leidenschaft und man verdient damit viel Geld, ist es voll in Ordnung. Absolut in Ordnung, ja. Aber ich finde, man muss wirklich weggehen
Und wir müssen, das in der Gesellschaft, wir sind jungen Menschen dabei, oder ich fühle es ja schon so, muss ich auch sagen. Aber man muss es wirklich sagen, wenn du es nur fürs Geld machst, wirst du irgendwann einfach. Du wirst irgendwann einen Burnout kriegen, Ja, du gehst oder gehst das hat keinen Sinn. fängst zum Saufen an, nimmst sonst irgendwelche Drogen oder irgendwo. Hat keinen Sinn. Das hat wirklich keinen Sinn. Und wenn du das aber machst, was du willst und nicht ganz gierig wirst, wie ein Wahnsinniger, dann wirst du auch nur machen. Also, das ist jetzt eben auch so ein Genau so gutes schaut's aus. Beispiel. Genau so Und ich habe natürlich gesagt, dass bitte lass das stecken. Zahl uns die 2 Spritzen, die wir getrunken haben, das war's. Fertig. Und natürlich freuen wir uns, wenn es mal was wird, wenn es nichts wird. Oder wir sehen uns einmal so bei einem Konzert, haben wir gesagt, weißt du, das ist doch. Aber wir haben auf jeden Fall, bin ich sicher, wir haben mal keine negative Nachrede. Nein, das ist auch schon viel wert. Das ist doch das Schönste, wenn es sowas gibt. Und das machen wir seit 30 Jahren. Ja. Und wenn sie sagen, die sind Leibwand, die sind uns. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, wie Leibwand die waren, dass sie gesagt haben, sie wollten uns wollen nicht das ansagen. nicht Also ansagen sie wollen, wollten ja. schlicht und einfach uns nicht um diesen Abend bringen, ne? Finanziell. Und ich habe gesagt, das ist sehr lieb für euch, aber man redet mal drüber, wir sind ja alle Menschen, das hat ja keinen Sinn, das ist ja echt eine traurige Situation. Ja, was heißt, Und ne? ein Pech auf allen Ebenen und dann soll man euch noch das Geld aus der Tasche ziehen, weil ein Genuss an der Musik wird da keiner haben. Also lassen wir es gut sein, trinken wir noch einen Spritz miteinander, dann fahren wir alle heim, wunderbar. Genau so finde ich, oder so ist halt unser So Zugang. ist unser Zugang dazu, ja. So, was haben wir? Spaziergang gemeint, wie wäre, wenn ich einmal stirb? Ist schon länger nicht gespielt, gell? Ah nein, jetzt wissen wir noch nicht. Nein, zuerst kommt einmal einmal im Monat der Pfeife auf die. Hätte schon wieder fast. Geh nur geschwind noch einmal zum Ofen Genau. kurz. Geh nur offen. Das Tier zu machen. Ja. Auf das habe ich gewartet, so die Judith Plattner. Was auf alle 3? Teteum, Thomas Dyer, jawohl. Matthias Kriegelstein. Schaut, meine Lieben, reich sind wir auch nicht. Aber wir machen es gerne, wenn wir dichter bei euch wohnen würden, dann würden wir euch ja auch mal live besuchen. Und so ein Abend wäre teurer. Das kannst du laut sagen, Mario Griesel. Ja, das nicht, glaub ich. nicht wegen uns, aber mit dem, wegen der Konsumation meinst. Nein. Aber ich glaube, ihr wisst eh alle, was ich meine mit dem. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter was sagen. Auf jeden Fall, ich freue mich natürlich. Und wir freuen uns immer was über heißt? große. Und wir haben immer wieder mal ein paar Giste dabei, die uns dann über PayPal, also in den virtuellen Hut, wirklich einen ordentlichen Betrag einhauen, wo du sagst, habe die Ehre. Das ist wirklich großzügig. Danke herzlichst. Aber wenn ihm einer sagt, ich zahle euch einen gespritzten und ich habe einen 10er, einen 5er, 2, ist wurscht. Das ist einfach, da ist allein schon der Punkt der, dass einer sagt, ich gehe her und bemühe mich jetzt da, auf welchem Wege auch immer, da jetzt ein Geld umzuschieben. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja Aufwand oder nicht, das ist ja alles nicht so einfach, wer einen Superchat nicht hat, weiß nicht, wie das da geht und dann muss ich überweisen oder über PayPal oder sonst was, muss ich darum bemühen. Genau. Und wenn er sagt, ich hau denen jetzt was rein, no? Das finde ich leibend. Klar freuen wir uns natürlich über große Beträge, aber ich glaube, wir haben das jetzt klar gemacht, ich verstehe es gut. Der Spaziergang sagt, wer dem Geld nachrennt, den muss ja das Geld davonrennen, logischerweise. Ja, stimmt. Logischerweise. Völlig logisch. Ist Nur so. fürs Geld macht keiner mehr was, denn bekanntlich macht Geld eh nur blöd. Harald Turner. Richtig. Nein, nur wegen Geld. Nur wegen Geld. Ich mein, wie gesagt, wir wissen schon alle, wir sind ja alle erwachsen, Geld ist wichtig, das brauchst du in der Gesellschaft. Das verdient man ja eh, das kommt eh irgendwie ein und all mehr und keiner von uns will einen Ferrari kaufen oder irgend so einen Scheißdreck. Jeder will einfach Nein, aber das ja, gar nicht, verdienen. einen alten. Nein, Scherz. Ja. Und ein bisschen, Ach so. das ist Ja, sogar ach so. schon ernst, die ein bisschen aufzulockern. Ja, hast du recht. Nein, aber So ein E-Type an alten aus den 60er, ich weiß was passt. ja, kennt ihr die schon beim Motorrad, den man kauft. Aber nicht, aber ihr also- wisst, was ich meine. Aber nicht zum Angeben, sondern weil ich den wirklich gern hätte. Einfach. Also, und das Das ist nicht wichtig. Das ist nämlich der Aus Unterschied. dem Alter sind wir draußen, wo wir angehen wollen mit finanziellem Vermögen. Ich meine, mit dem können wir nicht Wenn ich den wahrscheinlich habe, möchte er mich nicht mehr wahrscheinlich. Ja, Ich durfte nein, mit so einen schon bei einem lieben Bekannten fahren, ja. ja, es ist halt Es so, ist, so ein altes Motorrad, ne? Das ist ein Kult, das leibend, Kult, aber absolut natürlich ein leibend, neues super. Motorrad mit ABS und alles. Und alles, ich was hätte ja gibt. sowas, das ist ja das, wenn ich jetzt dann wirklich einmal einen Motorradschein habe, ist das für mich eigentlich auch mehr, ich hätte ja nur alte Motorrad dann, nicht? Also das, weil ich verwende ja, für mich ist ja das dann der Kultstatus eigentlich mehr von so
oldtimend auszuleben. Nicht? Also das Ja, ist, war für mich, also für Ja, mich ja, war das, ja, na klar. nicht das Transportmittel. Das Fahren war bei dir nicht, weil habe ich die Ehre. Es reicht der 70er, wo die gängen. Nicht? Ja, du, fahr mal keinen 70er. Bitte, kauf dir ein Moped. Nichts, was mehr Ich ist fahre als schon ein mit meinem Moped. Vorrad Höchstgeschwindigkeit 68 Ja, km/h. da machen wir eh schon suchen. Da machen wir eh schon suchen. Bergo. Da machen wir eh schon suchen. Schau dir Spaziergang. Die 16er beim Live-Erleben ist ein Erlebnis. Taktischen Spaziergang. Ja. Dankeschön. Die Geh ist ein Hund, ja, und so weiter. Macht viele und vieles kaputt. Ja, das stimmt wirklich auch, Gast. Ja, ja. Das haben wir oft erleben müssen, jetzt in unserer Karriere, wirklich bei einigen, was man, die Gier ist ein Hund. Das ist ja so. Ja. Es ist wirklich so. So. Würde ich sagen, für den Olmes darf seinen Opa ein paar Gedenkachterl. So für den Olmes darf ich mir da aufschauen wieder. Wer schreibt das? Wer schreibt das? Wer schreibt Der Spaziergang schreibt es. Über den Olmes darf sein Opa. Was hast du über seinen Opa? das? Da was durchgerutscht? Mein Opa hat Samstag seinen letzten Atemzug getätigt und ist in Ja, aller schon, Ruhe ja. eingeschlafen. Ja, vollkommen richtig, Spaziergang. Ein paar Gedenkachteln, haut's eine. Er hat gerne ein Achtel kniept. Ja. Bitte haut's mir eine. Für den Opa vom Olmeister auf. Eine rote Achtel. Er möge in Frieden ruhen und hat hoffentlich, und da bin ich überzeugt, ein leimendes Leben gehabt. Darauf trinkt man. So, aber wir müssen jetzt zuerst trotzdem in Wunsch von der Chantal spielen, weil sonst vergieß ihn wirklich. Mach man. Das, hätte dann ich- werden das, wir's, ja. das passt aber eh. Schau, Susanne Moser, ich möchte mir heute den heurigen Marsch wünschen, wenn es geht. Ja, der kommt. Spazieren und sagt, schaut aus, als wäre er ein leibender Mensch gewesen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Lass, so wie der Allmeister da immer agiert, hat er sicher, war sicher leibend. Wenn er solche Enkel hervorgebracht hat. Schau, der Fritzler Status. Geld verdirbt den Charakter, ich hab keinen. Bravo, Fritzl. Bravo, Fritzl. So, na pass auf, dann machen wir aber, ziehen wir nochmal vor, bitte. Chantal, Verzeihung. Verzeihst uns. Wir schieben vor, weißt du was, für einen Opa von Allmeister, der jetzt da bei den Engeln sitzt und uns da quasi vielleicht zuhört, naja, die sind Naja, ja multidimensional, die genau kennen so ja ist das es. alles, die kriegen ja alles mit. Und die die schauen erst, wo ist mein Enkel unterwegs, und sagen, da schaut sich die Pavlatschen aus, und dann schauen wir jetzt einmal die zwei Depperten an, da, die 16er Buben spielen, und wir sagen jetzt, wir spielen für den Opa vom Allmeister. Da will ich jetzt aufmerksam sein. Und dem spielen wir das zu Ehren, und zu Ehren für das, was er geleistet hat, zumindest im Vierer braucht in seinem Leben, was weiter braucht. Dem spielen wir jetzt einen Schrammler. Johann Schrammel, du suchst das aus. Werner Gmiert oder T-Tanz? Machen wir die D-Tanz. Machen wir die T-Tanz. Die T-Tanz für den Opa von Olmeister und die Achtel von eine. Ich danke euch vielmals. Olmeister.
Jawohl! Jawohl. Nochmal einen Schluck Ein Schluck. auf den Opa. Schau die Achtel von eine. Jawohl. Die Achtel von eine. Direkt ein bisschen traurig, sagt das so seine Mose. Ja, ist ja kein lustiger Anlass. Ich mein, Ist ja nicht Aber- zum Frohlocken der Anlass eben, nicht. aber es gehört ja dazu. Es es gehört gehört dazu. wie die Geburt zum Leben dazu. Ja. Schau, die Chantal sagt, für sowas warte ich immer gern. Siehst du es? Danke, der Ski. Schau, der Olmesdorf, das hätte ihm ganz bestimmt gefallen, da bin ich mir sicher. Jawohl. Die Täters gehen unter die Haut. Patrick bringt es super rüber. Danke, der Dankeschön, danke, mein Lieber. Hat sie auch schon live erlebt. Hat sie auch schon live erlebt. Ja, mehrmals schon. Aber jetzt, wenn Aber ich jetzt, jetzt ein Themensprung. Der Stimmungssprung. meinen Großvätern gut gefallen da. Ja, das stimmt. Das Auch stimmt. beide schon lange nicht mehr. Auch noch mal kennenlernen dürfen. Einen durftest du kennenlernen, der andere starb vorher. Ja, 1,5 Jahre vorher, bevor wir zusammengekommen den sind. habe damals. ich nicht Ja. kennengelernt. Aber natürlich. Der Hans, der Gartenoper, genau. Warten, ob er der Hans auch wird. Der hat nächstes Jahr seinen 105. Geburtstag. Stell dir vor. Nein, 19er Jahrgang. Der hat mir damals, also warte mal, 94er Jahre, nicht? Sind wir 93, 94 sind wir zusammengekommen. Oh, also 93 eigentlich, nicht? So 94 haben wir angefangen zu spielen, also sind wir 93, 92, 93, bis wir zusammengekommen sind. Und 94 haben wir Der- zu sein, Haben wir zu seinem Geburtstag gespielt, genau. 75 Hans, ja. gespielt, ja genau, das erste Mal sozusagen. Also leibend und der Hans hat versucht, mir ein bisschen steirische Harmonika beibringen. Bevor ich es probiert habe. Ja, haben beide aufgegeben. Ich spiele Gitarre, das kannst du. Aber auf jeden Fall ganz leibende Erinnerungen an deinen Opa auch. Ja. Hans. Der war War Weltklasse. war mein bester Freund. Ja, der war leibend. Der war wirklich leibend. Also, kann ich ja nur als mehr oder weniger außenstehender Als sagen. kleiner aber Bub ja. schon und bis Ja. hin dann. Nein, hat man gemerkt, und der hat immer, so wie die Jungen, gell, das hat er immer mengen. Er hat immer kennen mit den Jungen, mit den Alten genauso. Ja, aber Auch was die Musik angegangen ist. Er hat zwar nur Volksmusik selber gespielt, großer Obergreiner-Fan gewesen, aber ein großer Jazz-Fan war einer, der Benny Goodman, Harry James, Ella Fitzgerald, bis hin zu Carlos Santana und Jimi Hendrix. Das war ja, für der ihn Hans alles hat so geschaut, das hat ihm gefallen, wenn einer Musik gemacht Musik hat. Ne? gemacht hat. Ja, Das genau. das war für ihn wichtig. Ja. Schau, der Lord Dauer ist da. Lord Dauer, jawohl. Ja. Ja. Schau da was an. So, ja, jetzt aber, für die Chantal. Chantal. Jetzt ist es Gehen wir's so. an. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr der Grenze hinaus. Du mit wird aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man entfahren. Und ich vergieß ein Musikautomat. Ich brauch keine blöde Musik, hab sonst kein Verdiss. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Und dann Dudle, und dann Dudle, und dann Dudle ich mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, du, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerred, wenn ich uns allein die vier.
tut da mir den Schramm im Glas, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berascht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr der Grenze hinaus. Dudel mich dort aus. Schön süß die Schrammen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss an Musik und Mann. Ich brauch keine wilde Musik, hab's sonst kein Verbiss. Einmal im Monat pfeif ich auf Jazz. Und dann dudel, dudel, dudel. Und dann dudel, dudel, dudel. Und dann dudel ich mich aus. Jawohl. Jawohl, haben wir im Monat. Jawohl. Da pfeife ich auf Auf Jazz. Jazz. Auf die Jazz. Die Jazz. Ja, mit die Jazz hat er gemeint, das waren so die Instrumente, halt, die auf die Jazz-Gitarre auf gut Deutsch. Ne? Auf Das die war Jazz. auf die Jazz, jawohl. Ja. Jawohl. Vielleicht geht es im Himmel Wiener Cafés oder Leimand, ja. Mit eurer Harmonika ist es nicht möglich, eine Obergreiner spielen. Ja, das stimmt, Harald. Das stimmt. Ja. Das ist ein komplett anderes Instrument. Ganz in anderes Wahrheit, Instrument. Also technisch möglich, aber klanglich natürlich kommt es nie hin. Schaut der Oliver Grün, jawohl, schönen Abend. Immerhin, dieses Monat 30 Tage Jazz. Mehr als ich. Oliver Grün, bravo. Bravo! Oliver Grün, ganz großer Musikerkollege und lieber Freund. Ein ganz leibender Kerl, ja. Und wirklich ein Ein musikalisches Genie, möchte ich Genie, fast ja, sagen. Aber das absolut. würde ich nicht sagen, wenn er zuschaut. Nein, das sagen wir nur, wenn er nicht Das sagen zuschaut. wir nur, wenn er nicht zuschaut. Wenn er da ist, sage ich es nicht. Nein, keine Chance, keine Chance. Wo sind wir, Patrick? Einer der besten Dobro-Slide-Gitarrespieler, die ich kenne. Also Ja gut, du kennst ja auch keinen Leute. ein paar Leute kenne ich schon, nicht, aber definitiv. Ich schaue jetzt ein Stück höher kurz. Ja, ich einmal. habe mir gedacht, ich kriege ein Wasser von dir einmal. Ich kriege immer noch Wein noch geschenkt, nie ein Dann Wasser. schenkt das gar Wasser nichts. selber noch. Dann schenkt Ich er schaue Wasser. ich schau ja auf dich, dass du mir nachher Schau nicht mal auf, ja. erfrierst. Ja, ja, nicht? nein, das war super. Ich schlafe ja unten im tiefen Keller Ja. hier. Ne? Aber da habe ich da auch die Ja, Heizung, da habe ich eine Heizung auftrat extra. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Ja, nicht zu viel Wasser, nicht zu viel Wasser, das wollen wir nicht übertreiben. Gell? Auf jeden Fall würde mich jetzt von euch interessieren, meine Herrschaften, jetzt nicht Liederwünsche im Sinne von, was fällt mir gar ein, sondern was sind die Lieder oder ein Lied, das euch am meisten von uns in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das ist eigentlich sozusagen jetzt das Lied, an was ich mich erinnere, wann ich immer denke, jetzt da in diesem Jahr 2023, die 16er Buben, da gibt es ein Lied, welches kommt mir in den Sinn? Das würde mich interessieren für euch. Schauen wir, was wir spielen davon. Ja. Die Bretula-Polka mit dem Instrument. Na, für die Bretula-Polka, dann haben wir die steirische. Aber das werden wir dann machen. Harald Turner, das werden wir machen. Mit der steirischen dann. Jawohl, schau, ginge noch, ich weiß ein kleines Wirtshaus, aber sicher, mega, das werden wir schauen. Patrick, die Bretula-Polka müssen wir dann. Aber auf der steirischen natürlich. Ja, steirischen, also ganz klar. So ein Wasser im eingeschenkt, muss ich es trinken auch, gell? Ja, müssen tust du das nicht. Oder? Schau extrem stark, das Skyline und vor allem der Habibi. Aha, da schau her. Habibi, ja. Ja, interessant, ja. Was haben wir noch? Bang der Tisch. Skyline, schau, da kommt oft. Die Agelgassig sagt auch Skyline, Skyfall sagt Skyline. Gefällt mir selbst auch Ich habe gut, muss nicht ehrlich gerade gesagt, welche Lieder im 16er Buben, was kommt in den Sinn? War jetzt meine Frage. Der Olmestaff sagt, grüß euch. Servus, grüß euch, grüß dich, hätte jede Woche gehört. Ja, das stimmt. Aber ich spiele mir jetzt nicht nochmal. Aber das hat dann, stimmt natürlich, ja klar. Das ist ja fast die Signation, oder nicht fast, das ist die Das Signation, ne? ist sie, ja. Ja, So. das stimmt. Skyline, ja. Womit fangen wir an? Skyline, fangen wir mit der Skyline an. Gefolgt vom Habibi. Na, warte, Biesenberg, na warte noch. Faccia Motor sagt Biesenberg, ja. Ja.
Ja, Bangladesch Tisch, mega gepempert. Das Skyline von Wien ist ein bisschen so ein Geheimfavorit bei mir auch, wenn ich jetzt so ein bisschen in mich gehe kurz. Chantal sagt aus, Skyline und Vogel am Baum. Erdäpfelsalat, Läusel, bloß im Fuß. Susanne sagt, mein Lied ist der Herger der Star. Ich höre immer gern das Bummerl, weil meine Oma die Anna immer verloren hat. Christoph Acker. Einmalig. Susanne sagt Fiaker und Häuselfrau. Einsamkeit, ein guter Freund schon seit Jahrzehnten. Wirklich war Franz M. Siehst du das? Ich meine, ich wusste, es gefällt dir die Nummer. Die Facciamotta sagt der Marco Cinelli, jawohl. Busel Marco. Marco sagt Häuselfrau. Schau Wolfsberg und TV. Servus. Skyline fällt mir als erstes ein und subjektiv der Mopedstart, jawohl. Weggebe hat er die Brokkoli. Geburt mir da dein Gesicht, Uli Slonek. All my stuff, Skyline von Wien. Das Skyline von Wien muss ja ein Hit sein eigentlich. Das ist so ein Geheimfavorit von mir auch, muss ich sagen, was du geschrieben hast, ja. Die Kahlenberger, ja, Alexander Hauser. Brokkoli und der Kahlenberger Dorfer Hymne. Jawohl. Vogel am Baum, Facciamoto. Das war leibend. Das freut mich, dass ich das reinschreibt, so ist, weil das wirklich, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich habe gerade eine Flasche Wein aufgemacht und lausche eurer guten Musik. Bravo, Harald. Eigentlich gefällt mir einiges. Das Engel aus Kalau, ja, das kann ich nicht mehr. Das muss ich mir wirklich einlernen. Unbedingt. Da habe ich ja geschrieben. Der Taschler, ja. Herger der Star, Fritzl Startguss, ja. Na, spannend. Wirklich spannend, was ihr reinschreibt. Wirklich spannend. Na, jetzt werden wir schauen, was wir davon alles spielen. Wenn wir schon alles irgendwie durchbringen. Skyline fangen wir an. Mit der Skyline, ne? Das wünschen wir ich jetzt. Dann gehen wir über zum Taschler. Zum Taschler, ja. Oder zum Biesenberg. Können wir beides machen. Beides eigentlich, ja. Da fangen wir mit Biesenberg an. Fangen wir mit Biesenberg an. Genau. Auf dem Schoß von der Mama ist auch ein Traum. All my stuff, ja, stimmt. Der Welt. Aber was ich jetzt ehrlich sage, das taugt mir so voll, dass das Lieder von uns sind. Vogel am Baum, Kolberger Dorf natürlich auch. Schoß von der Mama, sagt die Daniela Schläger. Ja. So bringt sie besser. Weltklasse. Wir haben ein gutes Flaschl aus Rohrendorf geöffnet. Facciamoto, jawohl. Was der eine, der Marco. Der Marco soll ein Achtel extra trinken. Warum? Weil ich sag. So schaut's aus. Landermusik, ja. Das Gleichgewicht, Ludwigsass, Gleichgewicht, Skyline von Wien, Vogel am Baum, Herger der Star. Wahnsinn. Spaziergang Butteröl, ja genau. Die hätte, sagt Vogel am Baum, schräge Wiesen, da schon her, Skyline, jazzig wernerische Sehnsuchtsmelodie. Also, dass die Skyline so reingeht, Lord da, sagt Biesenberg. Nein, ja. mich wundert das nicht mit der Skyline, ja. Ja, wundert, mich überrascht, dass das jetzt so, dass das so ein Ding ist. So. Die ist gut. Na gut, na gut. Pass auf, trink aus. Ja, wir müssen ja nicht alle spielen, aber... Naja, aber jetzt, wir müssen uns. Ein paar können wir schon machen. Den Biesenberg fahren wir Naja, auf. Naja, da musst du halt ein bisschen... Hab schon extra umgeschnitten, weil ich scharre in den Startlöchern. Ja. Ich danke euch vielmals für dieses Feedback. Das ist mich wirklich überrascht, muss ich echt sagen. Aber gleichzeitig auch erfreut. Dankeschön, wirklich, das macht mir riesige Freude. Marco folgt brav, hat sich eine Achtel, jawohl, bravo. Bravo Marco Cinelli. Bravo. Chat lesen, gut merken und auf eine Best-of 16er beim CD pressen. Na gut, bis jetzt war die Best-of an 3 Lieder. Das Skyline, Biesenberg. Biesenberg, ja. Aber hast eh recht, all my stuff, guter Hinweis, guter Hinweis. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Regen wird beim Wachsen zu. Ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und mich verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel du siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann siehst du über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei,
das allerbeste Tripfelwein. Das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst in mir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich brauch keine Brokkoli,
weil ich steh nicht sehr auf dich, bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühlbrot. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich auch keine Aversion gegen eine zweite Portion. Reißen soll ich mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist auch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste kriegt man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glückli drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Also, jawohl. Da liegt der Heiliger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Kopfhörer kalt, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden.
ob Skiverrätsung oder gutes Handel verbringt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, aber es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Und Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wal. Ob eingeschossene Schein oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, aber es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die auch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ein Medley Deluxe, oder? Ein Deluxe-Medley. wie Deluxe vorher, Medley, Deluxe Medley. Absolut. Also ich glaube, Großartige Dinge, was dieser Mensch von sich gibt. Nicht? Also, Ja, nicht? Ja, man muss schon was. machen wir ja viel Blödsinn, nicht? Aber schreiben kann er schon. Nicht? Das ist, Wer bemüht sich, wer bemüht sich. Auf jeden Fall ja. haut's einmal bei Achteln rein. Oh, es sind eh viele Achteln. Diesen Komponisten. Ja, es sind eh so viele Achteln rein. Danke, das schön. Hat er sie verdient, nicht? Verdient. Weil ich spiele nicht jedes Lied. Nicht? Geht's mir klar? Ehrlich. Bin ein ehrlicher Mensch, Ja, ja. was das angeht.
Du kennst mich, 30 Jahre, länger. Ja. Aber schau, Nein, stimmt. Lob, ich krieg nur Lob. Ich Jetzt krieg rauch nur ich Lob meine für an, euch. weißt Ich du, danke so. schön. Ich krieg nur Lob. Das ist gut. Schau so. da, Tarek kann jetzt gut. Ich habe Probleme, eine Gitarre zu spielen, weil sie 5 Seiten hat. Nein, sie hat 6. Normal hat sie 6. Aber, wurscht, der talentierte Herr im Livestream spielt eine Gitarre mit 3-fach Seiten. Ich bin talentlos. Nein, du bist nicht talentlos. Tarek, entspann dich. Entspannung Du pur. bist definitiv nicht talentlos. Ich freue mich, dass du dich hier meldest und ich kann dir jetzt schon sagen, obwohl ich dich nicht kenne, du bist sicher nicht talentlos. Ganz sicher nicht. Ich meine, das mache ich jetzt über 30 Jahre. Also, wenn ich es jetzt nicht kann, dann war ich talentlos. Aber Dann glaub hätte ich mir's, mir Sorgen machen. glaub mir's, aber danke schön. Für quasi dein verstecktes Lob in dieser Selbstkritik, aber du sollst dich nicht kritisieren. Kritisiere dich nicht. Das ist echt wirklich Nein. leibend, dass du dabei bist, dass der taugt. Für Instrument braucht es ein Gehör, dann ist dir möglich, jedes Instrument zu spielen. Harald Turner, ja. Gehör, du musst dann wissen, wie es geht. Das ist so wie mit einem, weiß ich nicht, mit einem Autofahren. Du musst wissen, wie es geht und dann musst du es üben. Dann musst du das machen. Ja. So Ding. Das bleibt dann nicht der Sport, ne? Das Machen. Das einfach tun. Der Musikraum sagt eine Klasse Weltklasse mit den Achteln. Uli Slonek. Helsinki immer live dabei. Das taugt mir auch. Musikalisch ist jeder Spaziergang, vollkommen richtig. Ich habe mir extra Achtel schon intus. Danke, Marco Cinelli. Ich habe mir nur von angeredet. Das heißt ja nicht, dass es nur eines ist. Kann ja eines nach dem anderen Es kann sein. auch, es kann sogar extra Bouton sein. Also bitte halt dich nicht zurück. Schoß von der Mama erinnert mich, dass ich meine Mama anrufen sollte. Dann rufst du auch, sag einen schönen Gruß. Mich motivieren Du eure kannst Worte, wohl ich da. bleib weiter dran. Na Tarek, aber wenn ich es durchzu. Na unbedingt dranbleiben. Gehen Stell wir- dir vor, gehen wir na, was gleich glaubst du, wie ich mal- angefangen habe? Pass auf, wie ich angefangen das war, warte mal, Gitarre, wann habe ich denn Gitarre angefangen? Na, da muss ich gewesen sein, 11, 12. Und da hat mir der Wolferl, der Fackerschwulferl aus Ottergring, hat gesagt, nein, zeigt ein paar Griffe. Und hat mir gezeigt halt 3, 4 Griffe. Und da habe ich dann, warte mal, da ist dann gegangen, nicht gleich am Anfang, aber das, mit den 3, 4 Griffen habe ich irgendwie zusammengebracht, dann was war das? Blowing in the Wind. Was der the answer, my friend, is blowing in the wind. Der so, oder? Ich glaube zumindest. Ich weiß ja. Aber ich glaube, das war's. Und Alter, da habe ich sicher braucht 3 Monate. Bis jemand, der das Lied kennt, dann erkannt hat, dass ich das Lied spiele. Und ja, man muss anfangen. Was willst du machen? Du musst anfangen. Und wenn du dran bleibst, dann wird es auch was. Also unbedingt dranbleiben. Unbedingt dranbleiben. Musik ist so was Schönes. Extremschaukler, schau pass auf, aber ist ja auch Musiker. Sehe ich ein bisschen anders. Wissen, wie es geht und können sind 2 verschiedene Sachen. Und gerade bei Musik kommt viel Gefühl, Gespür dazu, damit das Leben gut wird. Ja, du hast recht, aber das ist nicht die Grundlage. Die Grundlage ist, du musst mal wissen, wie es geht. Das ist Das Handwerk. Das Handwerk, ja. Dann musst du es üben. Und wenn du das kannst und immer mal über das Handwerk nachdenken musst, dann kommt das, was du sagst. Also du hast, ich aus meiner Sicht, Ja, da hast du nicht da- Unrecht, das oder sind aus wir uns unserer? völlig einig, wir zwar. du hast nicht Unrecht, aber es ist jetzt Das- du musst anfangen mit einem Ding, weil du musst einmal mit der Grundlage anfangen und dann ist es, freilich, es kann schon sein, dass sich dann der Spreu vom Weizen trennt, der sagt, naja, es gibt Musiker, die haben das Handwerk halt drauf, sie bringen es trotzdem nicht um, das gibt es schon auch. Ja. Aber man kommt an einem nicht vorbei. Egal wie viel Talent du hast, du musst das Handwerk einmal lernen. Du musst halt einmal ein Instrument lernen. Du kannst, das Talent allein nutzt da gar nichts. Das ist dann in weiterer Folge relevant. Insofern stimmt sicher. Nicht zu viel Wein trinken, was heißt? Sonst kriege ich Gitarren zu viele Seiten. Nein, Alter, das ist mir schon wurscht. Ob 15 oder doppelt so viel. das Oder ist mir schon 30. Ja, bei 30 wird es schwierig, weißt du? Ja, genau, schau, der Musikraum bringt schön auf den Punkt. Wenn nur die talentiertesten Vögel singen würden, wäre es sehr leise im Wald. Ja, das stimmt. Stimmt. Marco geht nachlegen und ich schenke mir nur ein Achtel ein. Bravo, Faccia Jawohl. Motto. Nachlegen, alles in Ordnung. Oben passt alles, Sehr da gut. schaue ich jetzt einmal hin. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, du schaust schon mal, dass du irgendwann mal die Schlachtplatte herrichst. Oder? So, ist schon so weit.
Wenn ich einmal groß bin, dann kann ich vielleicht auch mit euch Gitarre spielen. Na, Christoph Acker, du hast ja stark, du spielst ja seit 1,5 Jahren. Und ich meine, das, was du reingerissen hast, Alter, für die wenig Zeit, die verstrichen ist und die du zum Üben gehabt hast, also ich meine, alle Achteln draufbleiben. Aber natürlich, es dauert alles, es dauert schon. Aber man muss mal wissen, wie es geht. Dann muss man sich drüber dran, dann muss man das üben. Wenn es geht, das, was man weiß, wie es geht. Und dann irgendwann, dann kannst du anfangen, ein bisschen spielen, ein bisschen ein Gefühl reinlegen und so weiter. Ich weiß es bis heute, wir haben heute eben stark geprobt, der Patrick und ich. Und da haben wir ja auch gesagt, schau, da haben wir Lieder dabei gehabt, die wir noch nicht gespielt haben miteinander. Oder überhaupt noch nicht gespielt haben. Und dann spielt man die. Und dann bist du am Anfang nur, da spielt, du kannst ruhig reingehen, Patrick, komm rein. Ich komme rein, Ja. ja. Schau, da sind die Weckerl. So, da Ja, die kleine Schlachtplatte. kleine für Arme. Schlachtplatte für Arme, ja. So, da ist der Herr, die Zunge wurscht. Aber das ist, wir haben da, und wir lernen uns die Lieder ja auch so am Anfang, aber nur so, das stimmt. Also, dass es einmal grundsätzlich richtig ist. Und dann, wenn wir das kennen, wenn wir dann das gespielt haben und die Dinge, und wenn wir sicherer sind, nicht mehr nachdenken müssen, wie geht der Text, welche Harmonien muss ich spielen, sondern dann fängst du an, dich zu spielen. Also, ja, so rennt es halt, meine ich halt. Mein Bekannter hat mit 65 Jahren Klavier angefangen und jetzt nach 10 Jahren ist ein guter Amateur auf dem Klavier. Ja, jemand ist guter Erfahrung, wenn der jetzt 10 Jahre nichts anderes macht als Klavier spielen, die da auch alle schlagen. Aber es gibt ja das Leben auch noch. Es gibt das Leben auch noch, ja, genau. Extrem schön. Schau, ich glaube, wir meinen was Ähnliches. Ja. Mein Lehrer meinte immer, kannst du das Lied oder weißt du, wie es geht? Das ist auch gut, ja. Das Gespür, finde ich, ist von Tag 1 an das Wichtigste. Du kannst technisch der Beste. Ja, da sind wir ja, da hast du recht. Das stimmt. Aber kein Gefühl reinbringen, dann wird dir keiner zuhören. Das stimmt. Da hört da kein Mensch zu. Nein, da hast du schon recht. Da meinen wir wirklich das Ähnliche. Also wir Das Gleiche. verstehen uns, wir Das wissen, was wir meinen. Gleiche. Ja. Wie viele Seiten und eine Zither? Keine Ahnung. Viel. Puh, bin ich überfragt. Schau, Daniela Plattner, später aber doch. Recht herzlichen Dank für alles. Ihr seid echt tolle Menschen. Daniela, Also, Grüße, das Daniela. freut mich sehr, dass du da bist heute. Der Freitag ist ja leider nichts geworden. Ja, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einen bestmöglich angenehmen Abend Ja. gehabt. Ja? Ja, haben wir reingehauen. Du brauchst du Wecker auch dazu? Ja, wir müssen gleich wieder was spielen. Also Also, eine Zungenwurst da. Ui. Essen ist so unhöflich, aber wir müssen jetzt... Furchtbar unhöflich, aber Na, geschupften Pferd, bitte nicht. Was sollen wir spielen? Haben wir schon lange gespielt. Servietten waren auch kein Fehler. Ja, Ne? wäre aber. Da sind nicht Servietten irgendwo. Da mach auf. Ja, da. Ja, das schaut. Home Sweet Home. Home Sweet Home. Wunderbar. Da, geschupfter Pferd, die Mäge. Und Bertha. Da muss ich nicht singen, da kann ich mir gleich noch einen Doppeldecker nehmen. Da. Pass auf. Hat einer einen Doppeldicker, recht hast. Ich habe mir einen Schluck. Ja Gott, das Buch Singen Sie Wienerisch von Peter Welle da reißen. Sehr lustig, ja, das ist ein Weltbuch. Kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen einsteigen will. Der Peter Welle, erstens Germanist und wirklich großer Geisteswissenschaftler, berühmter Kabarettist und Kabarettschreiber aus den 40er, 50er, 60er Jahren, 70er. Und ein Könner des Wortes, muss man echt sagen. Und der hat geschrieben, drei sehr spannende, also mehrere, aber drei sehr spannende Bücher. Sprechen Sie Wienerisch, singen Sie Wienerisch und sprechen Sie Ausländisch. Ausländisch, ja. Und Großartig. die kann ich empfehlen. Also Sprechen Sie Wienerisch ist ja recht in üppiger Auflage erschienen, das gibt es also ganz leicht. Und Singen Sie Wienerisch ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber antiquarisch an sich auch kein Problem. Man findet's. Kann ich jedem empfehlen. Und auch wenn einer sagt, ich bin jetzt nicht extrem Wienerlied-affin, aber ich mag diesen Schmäh, also es ist ein tolles Buch. Und lehrreich, lustig, amüsant, unterhaltsam. Auch schön, Gescheit. also wirklich Ja. auch amüsant zu lesen und leicht zu lesen. Also das ist großartig. Mahlzeit lasst es euch schmecken. Sagt die Susanne Moser, Franz Sem sagt, jetzt stehen die Flaschen schlecht, man sieht die Jausen nicht. Ja.
Für alles können wir auch nicht schauen, ne? Das ist... Schon was hat auch gegastet, Zungenwurst, gell? Schon lange nicht mehr gegessen. Jawohl. Das macht uns auch unser Fleisch Immer aber wenn ich da in bin. Kirchschlag, ja. Immer wenn ich da bin, ja. Zu Zerwuseln kann ich nur sagen. Aber die Ghana-Sprache gibt es auch, ja. Ghana-Sprache gibt es auch vom Nele. Na, Weltklasse, da kann das echt gut. So, jetzt probieren wir unseren geschupften Ferl. Nicht weit weg von Peter Wegle eigentlich, weil ja auch Ja, einer, der absolut. intensiv mit dem Bronner zusammengearbeitet hat. Insofern passt jetzt dieser Hint. Bitte, was soll ich sagen? Mein Name ist Wehle. Sprechen und singen sie wienerisch, jawohl. Gut, geschupfte Ferl auf Wunsch von der Mege. Was muss Bertha, Betur. Bitte. Heute geschifft, das geschupfte Ferl, frisches Lock. Fangen wir nochmal an. Im ersten Bild. Ist ein Bröckerl im Zahn hängen geblieben. 2, 3. Heute zieht der geschupfte Ferl, frische Socken an. Grüner Glöcke streift, das ist so elegant. Schmied mit weißer Brillatine seine Locken an. Muss die Schuhe nach der Hadersitz gewandt. Weil beim Domser draußen in den Lerchenfeld ist Perfektion. An der Ecken trifft der Tante mit Sebastian, checkt das beliebte Pin-Up-Girl von den alles. Ihre Kleidung ist es eine ganze Zent und schick, sie hat beinahe echte Perlen und alles. Weil beim Domser draußen in den Lerchenfeld ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügtem Sinn zum Domser hin. In der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Bettegäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da liegt der geschupfte Ferl ohne lange zu reden. Sind da schon Fälle, hinter mit sie hat im Taschel eins drin. Da geht's in Schwung und der Land. Geschraubt der Cheetah-Pokal, gespielt von Charlie Wroblöck, Charlie's Golden Boys. Aushören alles und bitte lasst die CD, die sich von selber versteht. Läuft auf Ferdinand die Mitzi aus Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon. Weil beim Domser ist es schon wissen. Perfektion. Das Saxophon, das improvisiert. Die Nummer 1 gibt für eine Sympathie. Am letzten Ton, da hat er sich giert. Worauf der Ferl sagt, das ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan, da schreit der junge Mann, dass ihm der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Bemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Ferl hat ihm nämlich die Mitzi entführt. Der findet das so sehr gemein. Du kannst da Schlägereien, drum beißt er nur dem Ferl in die Nase hinein. Der ist ganz desperat, er weiß sich an Rot, weil das Messer bleiderweise der Garderobe liegen hat. Aber gleich wird ihm besser, denn ihm fällt ein, die Mitzi hat ja noch ein Messer. Er reißt ihn zusammen und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzpaket, aber am Ende biegt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die regeln sich am Boden, davon schon einer. Jetzt gibt's wahrscheinlich am Roten. Der Profi sagt der andere, warum nicht gleich einen Toten? Da schüttelt sich die Hand und beidelt drauf, der fährt den Hand aus dem Gewand. Kaum hat der Ferl seine Floschner, sagt er zur Mitzi, reibt mir's Messer aus der Taschner. Aber die Mitzi sagt, ja, der Teufel soll sein, jetzt hat mir wer mein Taschel gestohlen. Und in dessen, dass der geschupfte Ferl wehrlos war, hat die Übermacht ihm ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Auge, dass er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlag sich kuriert. Und er nimmt so oft in der Schädel brennt. 2 Pyramiden, doch nächste Woche zieht der geschupfte Ferl wieder frische Socken an. Grüner Gürtelstreif, das ist so elegant. Schmied mit weißer Brillantine seine Locken an. Muss die Schuhe noch ein Hadersitz gewandt. Weil beim Domser draußen in den Lerchenfeld ist wieder einmal Perfektion. Jawohl. Das war Schoch. Der hat eine erst. Das war Schoch. Der hat eine. Muss ich Der gleich hat schlucken? eine. Der hat eine. Ja. Ah, Wahnsinn.
Bronner gewaltig, ja. Wir haben mit Bronner, mit Gerhard Bronner tatsächlich noch erleben dürfen. Also, Öfters sogar und, Ist das so? und ganz nett. Wir haben ja eine Zeit lang im Café Schmidhansl gespielt. Wir haben die große Ehre, als junge Buben damals so in den Anfang der 2000er Jahre im Schmidhansl auftreten zu dürfen. legendäres Nachtclub Café. Nachtcafé. Wiener Nacht, Konzertcafé. Wiener Konzertcafé. Aber Nachtcafé war das. Ein eigentlich. Nachtcafé. Die haben erst um 9 Uhr auf die Nacht aufgesperrt. Also um 8 Uhr, glaube ich, aufgesperrt. Und ab 9 und 10 Uhr war dann Musik. Langjähriger Hausmusiker, der Rudi Lutsch. Ja, das ist Das ist ausgebringt. ausgebringen, ne? Ja. Gemeinsam mit Gerhard Heger dort viele Nächte auch privater Natur verbracht. Ja. Und dort durften wir spielen. Einmal im Monat haben wir dort einen Konzertabend veranstaltet. Und einer der Stammgäste im Café Schmidhansl war Gerhard Bronner auch und kam auch zu einem Konzert von uns. Wobei, sagen wir's, er war kein Wienerlied-Fan. Überhaupt nicht eigentlich. Und das ist nicht so mengen, die Wienerlieder war nicht seins. Aber er hat uns sehr geschätzt als junge Buben und war eigentlich fast bei jedem Konzert dann da. Ja. Bei uns, was uns irrsinnig gefreut hat. Da hat er gesagt, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir, was du machst. Das gefällt mir. Na, legendäre Abende und wirklich, der war fast jedes Mal war Weil er jetzt mal da. da dabei. Also am Anfang ist er zufällig eigentlich. Zufällig reingekommen. eigentlich, so ein bisschen früher, nicht? Man schon, naja, gibt sich das halt. Schauen wir mal so, nach dem Motto, schauen wir, was die Jungen da so aufführen. nicht? Ja, das hat am Tag. Und da war immer. Und dann haben wir gesagt, Herr Bronner, dürfen wir ein Foto machen miteinander? Das Und das war noch eine Zeit ohne Digitalkamera, das war war noch noch vorher, zum Entwickeln. war noch vorher. Und das haben wir so zusammengerückt, eben in Schmidhansl und so, dort in dieser, In der dieser Loge. berühmten Kaiserloge. Der Kaiserloge, ja. Das haben wir zusammengerückt. Gerhard Und- Bronner im Sakko natürlich da und Hemd und greift, wie er hört, Foto in seine Sakkotaschen eine, nimmt eine Krawatte heraus, legt sich die Krawatten um. Wir machen das Foto, Mit der aber Krawatte. noch steckt es wieder ein. Alte Schule. Alte Schule. Das war Absolut leibend. unglaublich Also, leibend. und man, damals ist er noch gegangen. Wie gesagt, heute mit dem Digitalfoto, mit einem Selfie, das ist ja schnell gemacht. Das ist schnell gemacht. Aber damals, bis wir alle zusammengerückt sind, hat er gesagt, ja, selbstverständlich, ein Foto. Und außerdem die Krawatten. Ne? Also ich finde es eine super Geschichte. War sehr leibend und hat uns sehr geehrt. Und dann haben wir ein zweites musikalisches Zusammengreifen gehabt, das war beim Wernherrn Musikfestival. Ja, genau. Eine Podiumsdiskussion, die wir dann musikalisch begleitet haben. Und da war der Bronner Gerhard, jemand, der dieser Podiumsdiskussion dabei ist, halt gegangen ums Wienerlied. Und ja, da sind wir also auch zusammengekommen und das war eine schöne Erinnerung, weil natürlich Ganz schön. ganz großer, nicht des Wienerliedes, sondern ein ganz großer der Wiener Kabarett. Dass du näher was hast. Ja, der Schmidhansl, die hätte was. Und der Bronner hat viel geschrieben, ja, viel gute Sachen. So ein Schnagel. Und ganz großartige andere Leute dort kennengelernt. Auch nicht. Heinz Reinke war auch öfters da. Also Reinke, ja. Der Hamburger. Sehr alt damals. Schau, der Uli Stoller sagt auch, Schmidhansl war immer ein Erlebnis, ja, für uns auch. Apropos legendäre Wienerliedmusiker, sagt der Marco Cingeli, kennt ihr auch den Pino Barberl? Ist ein Verwandter einer meiner Kollegen. Na, sagt man Da nichts. sagt man gar nichts. Pino Barberi. Nein, sagt man nichts. Pino Barberi. Na, sagt man nichts. Ja. So die Megi, ne? Sagt, ja, wow, der Bronner legendär. Ja, nein, das war wirklich, war eine tolle Geschichte. War schon ein alter her, aber da war leibend. Und der ist gekommen zufällig. Der hat nicht gewusst, dass der Musik spielt. Also, Also es hat er immer Musik gespielt, gewusst, aber dass der Luxrudi spielt. Ja, oder? aber Und dass so, jetzt oder da ein gewusst, Konzert aber dass ist, der ne? Konzert extra ist, hat er nicht gewusst. und Das hat ihm derartig beeindruckt. so voll. offenbar. Du bist immer gekommen dann, ja? Und ich gesagt, es gefällt mir, dass du gekommen bist. Das gefällt mir, was du machst. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Damals durfte man auch noch rauchen. Ja, vor allem, ja. Ja, was heißt? Könnte man Gerhard Bronner nicht vorstellen, dass der in den Café Schmidhansl gekommen war und er nicht rauchen hätte dürfen. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Heinz Wahrscheinlich Reinke das Gleiche. Alle. Alle. Am meisten hat der Luxrudi geraucht. Ja, Hausmusiker. verraucht Aber der hat verraucht im Aschenbecher. Aschenbecher. Der hat 2 Packeln Zigaretten gebraucht am Abend.
davor oder 3 geraucht vielleicht. Der Spaziergang Manta Bronner hat auch den Austropop eingeläutet. Naja, es ist natürlich, es ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen, wo ist wirklich Wo ist da der Ursprung. Es führt ja alles dann im Endeffekt. Es ist ja nichts für sich jetzt separiert. Es hat natürlich alles einen Zusammenhang. Aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt mit dem Austropop wirklich in Zusammenhang bringen. Ist nicht so einfach. Mein Maria Hilf. Eine Sendung, Mein Maria Hilf, da war dieser Pino Barbari dabei. Nein, das sagt mir wirklich nichts. Na, sagt mir nichts. Soll nichts aber hassen, ne? Ich meine, Ja, das, warte, ich rede, was ich kann noch. nee, du kannst, ich wollte gerade nämlich zugreifen auch, weißt du? Ja. Mein Mario Hilf. Du Also kannst der nicht- Spaziergang, du machst die. Bitte? Die Glocken, aber die Glocken eigentlich, ob das eine Austropop-Nummer schon ist, das ist wieder so eine Ja, eigene das Geschichte. schon, ja. Aber ob es eingeläutet hat, würde ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das hat eigentlich mit Austropop nichts zu tun, die Glocken von der Marianne. Die Initial sind nur der Dialekt, Das weil ich ist- meinte am Anfang krass da. Ja. Das hat der Bronner geschrieben, das stimmt schon. Das stimmt, ja. Aber nicht, Die Glocken waren die Initialzündung, ja. Sagen wir wenn so, man die das so sieht, Glocken wenn man es vom Dialekt her betrachtet, dass man singt, ja, war das erste eigentlich, was groß in Österreich, also was wirklich Ja, im sagen wir das, glaub ich, groß- ja? Ja, sagen wir das die nicht. Glocken, ja. Das stimmt, ja, so gesehen stimmt's. Die Dialektwelle hat das Ganze natürlich bewirkt. Nein, es wird schon nicht so falsch sein, was sagt ja. Das stimmt, das stimmt Aber schon. was der mit Anreden laut, das ist halt, ja, das war das erste, was rausgekommen ist, weil das dann diese Welle beginnt, da spielt schon viel mehr mit. Aber ich verstehe schon, was du damit sagen willst und ich glaube, da wird schon recht haben, ja. Das Ja. kann schon sein. Das ist nicht das ganze Weg. Nein, nein, nimm. Das ist ja... Ja, ist ja die Worried Men waren die ersten, genau. Die Worried Men's die- Kiffel Club. Ja, das waren Die waren noch stimmt. vorher, ja. Großartige Leute. Schallplatten daheim. Auch die letzte CD, die sie produziert haben zu Mein Hause. absolutes Highlight. Wir sind gemeinsam sogar auf der Bühne gestanden. Mit Jana. In Ottergring haben wir die Ehre gehabt, mit der Worried Men's Kiffel Club aufzutreten. Und ich meine, mein Highlight-Lied ist ja wirklich leider benemiert von ganz was anderem, anderem. nämlich vom Wandern durch den Wienerwald. Ja. Ja, ich schon außer Ein- Patrick, du ein- unterholst dich Leute. Einer wirklich der Highlight-Nummer von der World Men's Kiffel Ja. Club. Ich finde schon. Muss ich wirklich sagen. Du hast ausgerichtet, muss ich meinen Mund noch voll machen. Was muss man machen? Den Mund mache ich noch voll. Nein, warte, ich habe auch viel. Tut mir leid, es ist aber jetzt haben wir einen Hunger gekriegt. Aber wir spielen gleich wieder weiter. Ja, Glocken, ja, so gut. Ja. Und die Marianne Ment. Nein, die Ist Marianne ist sowieso eine großartig. Jazzgröße und die hat ja ein Gehör, das ist ja genial. Irrsinniges Genau. Gehör, eine Botzenstimme. Und was sie nämlich gut kann, ist, dieses im Jazz, das Zubesingen einfach. Das ist wurscht in welcher Tonart. Wenn einer singt, sie kann die erste, zweite, dritte, vierte Stimme dazu singen. Alles. Alles. Und ist auch gar kein, nicht einmal, das hat zwar nicht viel gemacht, aber was dir einen Kontrabass in die Hand gibst, spielst Kontrabass und singt dazu Kann auch. alles und kann Kann wir wir auch. auch spielen. Also, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Marianne Ment ist auf jeden Fall eine Eine- haushoch Das ist bessere Musikerin als Schauspielerin. Ist keine schlechte Schauspielerin. Nein, Aber aber- das heißt nur, wie gut das Aber Musikerin ist. als Musikerin ist wirklich fantastisch. Und die Marianne hat eigentlich viel bewirkt, was die österreichische Musikszene betrifft. Ja. So muss man das Aber da wenn sagen ich sie so zu drüber Recht, nachdenke, über die Glocken von Bronner war natürlich ihr Durchbruch. hat der Gerhard damit- geschrieben natürlich, Ja, ja. der Bronner. Ja klar, na klar. Müsst ihr nicht eine Warnung schreiben, falscher Motto, wieso? Warum? Wegen alleine fressen. Der Mensch ist ein Sau, Manfred Kraft, ja. Very nice Ich habe 3 blauen Wurst gegessen, die Hälfte ist weg. Du, Hast du den ganzen Tag nichts gegessen? schau aus, eigentlich, tu oder was, tu was. Heute Leute. Ja, da weiß ich nämlich schon was, weil sonst kommen wir nicht mehr, da vergessen wir drauf. Die Bretuller Polka war nämlich gewünscht. Und die kann ich nämlich allein auch spielen. So schaut es nämlich aus. Nimm ich noch einen Schluckerl. Kommen wir zu ganz was anderem wieder. Bretuller Polka war gewünscht. Ich weiß zwar nicht mehr, von wem die gewünscht war. Aber
greifen wir zu dem wunderbaren Instrument, wenn wir so von Holz und so zuerst geredet haben. Bretula Polka, ein wunderbares Stück aus der Steiermark. Bekannt gemacht hat es eigentlich das Edler Trio, eine Volksmusikgruppe, die bis heute eigentlich nachwirkt, bis zu den ganzen jungen Gruppen eigentlich. Ohne die gab es viele Dinge nicht. Bretula Polka etwas flotter gespielt, als damals vom Edler Trio gespielt wurde. Aber jetzt ist es mit mir durchgegangen. Was soll ich machen? Alle Achteln, ich bin offen Luft zu geben und nachlesen. Dürfen wir nicht vergessen und über das Glasl. Das habe ich in der Zwischenzeit auch, aber trotzdem wollen wir auf unsere lieben Pawlaciste nicht vergessen. Natürlich nicht. Was hast du, Leute? Lest du vor, ich schenke dir ein dafür. Essen macht fett. Du singst besser. Ich meine, du liest besser. Also, Wir sagen, gesagt. die Bretula Polka passt bei einer guten Jausen. Jawohl. Mein Senior Junior war eine Veranstaltung der Schule für Dichtung. Was, da war ich oft dabei, da schon, was da alles gibt. Hat diese Polka auch einen lustigen Text? Na, da gibt es Da gibt es ein paar Texte dazu. Ja. Ein paar, ja. Ursprünglich eigentlich nicht. Die kamen dann später dazu. Nicht? Ja, da. Ja, da reise ich mir so ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum. Ja, da hab ich's mir heute beim Zaun zu beklagen. Das haben eigentlich die Kernburm dann aufgebracht. Den Text dazu, ja. Die übrigens auch sehr viel bewirkt haben in der Musikszene, die Kernburm. Ja. Spaziergang sagt richtig, Passbartig, eine Polka ist auch Lebenslust. Das stimmt. Ja, was heißt? Kann man sagen. Also das Apropos Lebenslust. Ist so schnell. Bei Lebenslust vergeht man so langsam, wenn ich schaue, wie da diese Wurst schwindet. Zum Wohle. Ich war jetzt gar nicht da. Ich war dran nachgelegt, ob da was geschaut Vorher schon. Wenn ich einmal, ich werde wohl mitessen dürfen. Ich meine, ist ja. Einen Schinken ankosten zwischen. Ja, man gestern gemacht, Bobby da auch schon. Also, eine gute Geschichte. Sowas. Eingefroren vom Igel, nicht? Naja. Darum hat er mir so angeboten. Ja, was? Na, ich glaube, aber Bobby hat das schon gemacht. Und da sind mir nicht ein paar überblieben. Und super, aber jetzt denke ich mir,
Wie war mit dir auf? Haus in Pfanne. Nee, die sind nicht erfahren, ne? Die sind Ja. erfahren. Ja, aber mit Breseln, das wird ja, du musst ja aufpassen, dass das da nicht Ein bisschen Butter rein. ausdrucken und alles. Glaubst du, geht das so? Kann man das machen? Ja. Schule für Dichtung, Matthias Mariacher bringt es auf den Mund. Eine Fortbildung für Gaswassereizungsinstallateure. Spaziergang urgiert, ich vergieße nicht die Obergreiner. Ich hab das ja. Wie kann ich auf die Obergreiner vergessen? Ja, gar nicht. Seit meiner frühesten Kindheit begleiten sie mich. Die Musik, die ich selber nicht spiele, aber nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern das ist wirklich so Musik, die ich genieße, die mir wirklich gefällt. Immer schon. Neben vielen anderen, aber die Obergreiner Musik, ja, da hat mein Großvater natürlich mit der Musik aufgewachsen. Ja. Der Weltverdruss, genau, die Kerbel. Spielst du das auch, die Boviltaschel? Nein. Boviltaschel aus der schönen Tschechoslowakei. Das heißt nämlich nicht Boviltaschel, sondern das sind Boviltatschkel. Taschkel. Und weil ich daheim bei meiner Mutter sage, Boviltaschel, sagt sie, ja, Blödsinn, das sind Boviltatschkel. Das Lied heißt ja auch Boviltatschkel. Boviltaschel ist schon, das muss ich ein bisschen so weiß nicht, wo das herkommt eigentlich. Das sind Tatschkel, sind Tatschkel. Jetzt muss ich sagen, in der Mikrowelle besitze ich keine. Ich auch Eine nicht. Mikrowelle Ich auch kommt man nicht ins Haus, Matthias Mariacher. Keine. Wasserdampf aufwärmen, ja, aber da werden die Breseln wieder rumlegen. Ich habe die schon in die Breseln drinnen. Pfanne, Butter, kein Problem, alles weg. Wir verstehen uns, Uli. So werde ich's jawohl. Und Und dann- langsam. Dass sie ihm nicht ausdehnen, sondern nur heiß werden. Naja, wie halt da Herz, ne? Ja, stößt das halt weiter links. Naja, am ja, Herd. links, Harald Turner, habt ihr das gewusst, dass die steirische Harmonika eigentlich ein Wiener erfunden hatte? Stimmt. Ich sag. Patrick weiß es. Ich habe gesagt, gewusst, aber Patrick weiß die Sagen wir Details. so, die diatonische Helicon-Harmonika ist in Wien erfunden worden. Ja. Das weißt du, ja. Das weißt du, ja, was ja, soll- da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, generell, die Harmonika, das Instrument wurde generell in Wien erfunden. Ne? Der Cyril Demian hat 1830er Jahre so ungefähr einfach eine Mundharmonika eingebaut in eine Holzkassel und mit einem Balg verbunden. So ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja. Die Harmonika-Instrumente generell. Ja. Und genauso ist eben auch die sogenannte steirische Harmonika in Wien entstanden. Die war ja lang vor dem Akkordeon und lang vor dem chromatischen Knopfgriff-Akkordeon war zuerst die diatonische Harmonika da. Wurde in Wien auch viel gespielt. Bis in die 40er, 50er Jahre ist in Wien viel diatonische Helicon-Harmonika gespielt worden. Steirische Harmonika, ja. So, aber Patrick, jetzt müssen wir uns, ich glaube, es war Susanne Moser. Ja. Susanne Moser den heurigen Marsch Du kannst das urgiert. lesen. Achso, welchen denn? Ich nehme an, du meinst den Taschler. Taschler. Beim Taschler. Das ist eine gute Idee, weil da kann immer noch früher was einwerfen, Geil, das ist ja. weil es ein Instrumentalstück ist. Wie ich es gleich wieder sage, es schwindet die Sollen wir nicht Wurst. vorher vielleicht den Ofen zumachen? Nachher. Na gut. Ich nehme dann nicht mehr einen Schluck, weil das Stück braucht einen Schluck. Matthias Mariacher, warum heißt sie dann steirische? Hat es keiner verstanden? Ja, die Steirer haben es steirisch hat. Das ist eigentlich lange da schon drüber nachgedacht, auch mit Harmonikamachern und mit Musikanten und Musiklehrern und Historikern gesprochen über das Thema. Steirisch wurde früher gleichgesetzt in Wien mit bäuerlich. Musik, sagt- die vom, sagt man in Wien auch Musik, die vom steirisch? Land kommt. Steirische Nein, Harmonika. in Deutschland meine ich. Eigentlich sagt man auch steirische Harmonika, ja. In Deutschland sagt man auch steirische. Man In steirische. Bayern sagst du auch steirische Harmonika. Da gibt in Bayern die Firma Oellerer, hat einmal gesagt, dann ausgemacht, dass man die bayerische Helicon Harmonika, die bayerische, aber sagen alle steirische Harmonika, wobei die meisten in Bayern sagen eigentlich Zirch. Genauso wie sie im Westen Österreichs meistens Zierorgel heißt. In, Wir sagen viel. in Niederösterreich und im Burgenland hat man auch Wanzenpress auch dazu gesagt und Ja. die ganzen anderen. Okay, das ist ein Nein, aber Begriff, steirische Harmonika ist eigentlich generell
da war dann auch die andere optische Bauweise dann auch, viel so mit, da war damals die Zeit gerade nach dem Krieg dann schon, mit dem Edelweiß, Balg drinnen und dieses ländliche, gebirgsmäßige da hervorzukehren. Die Gebirge. Die Gebirge, ja. Aber die diatonische Helikon-Harmonika wird ja extrem viel in Tschechien und in der Slowakei gespielt. Da heißt sie Heligonka. Die diatonische. Die diatonische Helikon-Harmonika, Ja. Heligonka. Und weil diatonisch, weil der Manfred Kraft das Klavmundharmonika sind ja auch diatonisch. Nicht alle, es Gibt's gibt auch eine chromatische? chromatische auch, ja. Gibt's sowohl das auch. Also die Jazzharmonika, was der Richard Österreicher zu 99% gespielt hat zum Beispiel, War chromatisch. war chromatisch, ja. Die Blues-Harp ist diatonisch. Ist diatonisch, ja. Im Prinzip sind da, also nicht in der, sondern in derer 4 Blues-Harps drinnen. Kann man so sagen. Kann man so sagen. 4 Reihen. Ja. So, jetzt müssen wir für die Susanne Moser und für alle anderen endlich spielen beim Taschler. Ich habe jetzt gegessen, ich habe mir einen Schluck rein, dann haben wir noch auf die Gerade einen Schinken rein. Man sieht's, ja. Nimm mir auch noch einen Schluckerl. Und dann reißen wir es auch. So. Ein Frikato, Honigfrikato. Ist gut. Ja. Gott sei Dank schmeckt mein Honig nicht viel. So, Nur als Würze. Ist ja nur- Optimal, optimal. genau. Bist du bereit? Bereit? Danke, wunderbar. Ein paar experimentelle Töne waren hier dabei, aber das macht nichts. Das war Absicht. Es war aber leibend, das war Das war leibend. kein Experiment, das war absichtlich verspült.
Aber ich habe aufgrund Aufgrund der Fetting. Extra Servietten habe ich am Das hilft ja nicht. Das habe ich für die Breseln da. Aber das Problem ist, dass da natürlich. Ein Abrutscher ist. Nein, das nicht, aber du hast diesen. Das ist schön. Hör auf damit, das ist überall eine Ampel ist der Scher mit den Fingernägeln. Ich gehe in den Ofen. Zumachen. Ist ja furchtbar. Jawohl. Ich riech schon, das Bratl schmeckt den österreichischen Wein. Weiß, was? Wein, Franz M. Bravo. Wienerich versteht nicht jeder, der die Lieder meist in die Länge gezogen wird. Genau das macht das Wiener Lied so berühmt. Ja, mitunter, ja. Mitunter ja, aber es ist nicht das einzige Ausdrucksmittel. Sagen wir so einmal. Der Manfred Graf. Darum ist die Pavlatsche so lehrreich. Ja, na, bei uns lernt sie ja was. Das ist uns ja ganz wichtig, dass die Kinder was lernen. Somit ist der Bildungsauftrag ja auch erfüllt, nicht? Hier in diesem öffentlich-rechtlichen Achso, das haben wir. Das war, stell dir vor, das ging ja gar nicht. So eine offizielle, richtige Live-Sendung, sowas wie also im ORF oder im ARD oder im Schweizer Film. Das ging, weil du kannst ja während so einer Sendung dort jetzt nicht. Du kannst nicht zum Beispiel sagen, ich gehe in den Ofen nachlegen oder ich gehe dazwischen, weißt du, wo der Kaiser zu Fuß hingeht ja. und da halt die Leute Kugel. Ja. In der Regel kannst du nichts essen, es ist alles immer nur nicht statistisch, wie sagt man, Requisiten. Trinken darf man machen. Trinken ist mitunter sehr schwierig. Auch Essen in manchen. Also, Rauchen geht sowieso gar nicht. Geht gar nicht, aber Essen geht, weil wir vorher Nachmittag geredet haben, aus dem Bayerischen Rundfunk, die eine, also Essen, ja. bei den einen Frühstück und so, da ist ja das Gegessen auch und so. Ja, naja, aber. Ja. Und das Bierle drunten, also ganz offiziell und so. Also. Aber prinzipiell ist es nicht häufig mehr, sagen wir so. Ja. Aber jetzt stell dir vor, das war's. Stell dir vor, jetzt kommt der Fernsehsender großer und sagt erst, das ist die Pavlatsche so erfolgreich. Das will man auf große Beine stellen. Und sagen, und dann müssen die sagen, ja. Ja, aber wir essen und trinken. Aber wir essen, trinken und gehen dazwischen aufs Häusl und müssen den Ofen nachlegen. Weil sonst hat das kein Reibach. Null. Naja, das bringt's ja nicht. Was ist das für eine Live-Sendung? Das ist ja dann gestört. Es ist nicht mehr echt und nicht mehr authentisch. Ja, eben. Ja, meine Stimme zum Beispiel. Ich sage, nein, sag ich nicht, wir müssen aufzeichnen, machen wir die Stimme nicht mehr in Ordnung. Ich sage, was soll ich machen? Ne? Die Stimme ist, wie sie ist. Das ist genau. Halt so. Das ist so. Meine Klavierlehrerin meint zu den experimentellen Tönen immer, ja, das tönt auch schön. Ja, das stimmt. Schau da, Michael Unger, macht das einen Unterschied, ob man die Saiten ganz hinten oder am Griffbrett anschlägt? Definitiv. Ganz großer Unterschied. Und es macht die Kombination aus beiden und dieses ja, Gefühl klar, und das ist ganz wichtig. Das ist das, was dann wirklich schön macht, also im Laufe dieser Zeit. Das ist hinten. Ne? Und das ist vorne. Also es extrem ist. Ne? Hört man jetzt so richtig die Wiener Kontra-Gitarre. Genau. Und sie pumpert immer noch, aber wenn du ganz zart spürst, das ist ein Wahnsinn. Sie hat immer noch den knalligen Ton. Jawohl. Ein wunderschönes Instrument. Ich finde auch, absolut, ein Weltinstrument. Also ich hoffe, Michael Unger, ich habe das irgendwie umgebracht. Es geht nicht, weil ich diese fetten Finger habe, da die komischen. Das ist ganz eigenartig. Ich esse nur mit der linken Hand die ganze Zeit. Wirklich? Und wisch mir dann müssen die links greifen. Und wisch mir zwischendurch immer die Finger an. Ja, ich wisch mir die ganze Zeit. Das Leiberl steht schon vor lauter Fetten. Aber die Finger klingen. Du weißt schon, nicht, was ein Fettlöser ist, ne? Alkohol. Alkohol ist ein Fettlöser. Geht das der Schnapsel, kannst dann den Daumen bauen? Den Wein trinke ich selber, den nehme ich da nicht zum Fettlösen. Nein. Aber das gibt es nicht, das kann kein Fettlöser sein.
Weil bei dem, was ich Wein gesoffen habe, muss ich die angenommen haben. In meinem Leben. Und nicht zurückgenommen haben. Das Problem ist, der Körper verstoffwechselt das nur. Der Körper Du traut. hast den Alkohol noch dazu hineingibst, verstoffwechselt das Ganze langsamer, Von aber mir- viel effektiver noch. Ich habe jetzt einen Kaffeetlöser. Na, so Fettanreicherer offenbar. Tu mal nachschenken. Tu Sieht mal man schon nachschenken. wieder. Nicht mehr nachschenken. So, was haben wir? Matthias Mariacher. Alkohol trinken bei der Kamera geht doch auch nicht. Ja, wenig. Es wird immer schwieriger. Das stimmt schon. Ja. Ich sehe es immer beim Latschen. Es ist wie Wenn's World aus Wien. Ja, genau. Kannst du erinnern? Wenn's World, Wenn's World. Wie haben die- Exzellent. Na, wie ist Wenn's World, Wenn's World. Irgendwas. Exzellent. So irgendwas haben sie geschrieben. Exzellent haben sie gefunden. Oh ja, exzellent. War geil. Exzellent war. Das ist ein bisschen so Beavis Bartet-mäßig. Ja, Jugend halt, unsere Jugend halt, gell? Die 16er bei uns sind besser, sagt der Spaziergang. Das ist auf jeden Fall eine gute Aussage. Jugend, fast meine Kindheit noch erst. Du brauchst nur ein Fingerbowl. Ein Fingerbowl? Ja, was ist eine Schale mit Wasser und einer Zitronenscheibe drin? Ich werde sofort eine Schale holen. Du willst mir keine Schale. Schaut um die Zitronen, die nicht da sind. Ja. Pass auf, aber ich geh mir jetzt die Hände waschen einfach. Naja, ich meine ehrlich, das ist ja... So will ich nicht spielen. Ich frage mich nicht, warum er sich die Hände waschen geht, wenn er in 10 Sekunden, wenn er zurückkommt, dann wieder auf die wunderbare Zungenwurst greift. Ja, da müssen wir vorher... Ich hoffe, er greift mir nicht auf die Zungenwurst. Den Honig, Frikandel, Schinken kann er eh essen. Aber bei meiner Zungenwurst bin ich hagelig. Weil man kauft ja nur 10 Decker ein. Ich fand's. Halt, die hat bremst. Und zwar hat die Ich wollte gebremst. die anschießen. Es hat gebremst. Der Flaschenöffner. Leider nicht so ganz. Ich wollte mir halt meine Stimme. Von der Kamera auch trinkst du nicht. Was du ein bisschen stärker geschossen hast, dann war der Dings mitgeflogen gleich. Das war lustig gewesen. Lustig gewesen, ja. Und die Schachtel nicht getroffen, sondern der Flaschenöffner. Der Flaschenöffner mit. Vor der Kamera und du hast es stecken im Hirn. Und das war wirklich, also das war ein Desaster, ne? Weil so quasi live vor der Live vor Kamera, Kamera, ein ja. Totschlag. Mord ist sogar, ich wollte ihn nicht umbringen. Aber Totschlag. Nicht einmal Totschlag ist, da stirb ich ja nicht einmal. Nicht? Aber Ja, es könnte eine schwere Körperverletzung mit Totschlagsabsicht oder so. Totschlagsabsicht kann es nicht geben. Alter, weil das war ein Mord. Ja? Naja, Nein, das ist, glaub mir. zwischen Mord und Totschlag. Ja, eben, aber Mord ist Absicht, Totschlag ist unabsichtlich. Eine Totschlagabsicht. Oh ja, das ist ein Mord. Ja, Nein, stimmt. das ist ein Mord. Alter, mit dir fange ich Gell, an. lass mich mitreden. Ja, okay, ich rede mal mit. Ich habe die Einführung in Jus gemacht. Ich kenne mich aus. Entschuldige. Das Latinum habe ich auch gemacht. 3 Mal. Öfters kann man es nicht. Ja. Schau, jetzt kommt die Maggie Pampert mit einer ganz gescheiten Aussage. Es gab ja Besteck. Na, Nein, aber nicht so. Nein. wo sind wir denn? Das Da ist war so, Besteck. das ist so wie wenn wir daheim also ein Händel gehört mit Fingerkissen. Nein, das ist ja mit Besteck. Auch nicht nur Lustig, zu Hause, sondern auch woanders. Das esse ich tatsächlich mit Besteck. Geflügel. Aber man stört mich nicht, wenn es einer mit Finger ist. Geflügel, ja. Aber nein, ich esse das wirklich, ich tue das mit Besteck, aber ich bin da schon so, Das ist- ich bin da schon so bist geübt, ja. geübt. Ja, das Kind schon. Du bist mit Besteck schneller als ich ohne Besteck. Ja, wirklich. Nämlich. Ich kann mit Besteck. Frage ich mich manchmal, ob das die Gier So ist hin- oder Nein, das das ist die können. Übung. Das ist wirklich die Übung. Ja, siehst du, der Ludwig Saas hilft mir. Mord ist geplant und Totschlag ist nicht geplant. Ja. Und daher gibt es einen, was hast du gesagt, einen absichtlichen Totschlag? Ja. Jawohl, Herr Professor, ich weiß. Schau, der Steirer Burgiere, jawohl. Ich darf nicht den alten Jäger spielen, weil meine Feinde dann sagen, heute ist er wieder besoffen. Ja. Steirer Bur, sollen sie es sagen. Die sind ja nur neidisch. So, was reißen wir an? Jetzt bist du drauf mal wieder, ne? Oder? Oder nicht? Haben wir noch was offen? In der Herkunft der Stamm. Ja, da stehen wir auch noch offen, ja genau. Ja, da stehen wir noch offen. Müssen wir Ja, schon machen noch wir bringen. noch mal, Ja, ja. In Untergrind raus, in ein uralten Haus,
da ist gern ganz verstaut, seiner Ziele bereit. Ein Herrgott stand ganz verlassen. Ich habe entdeckt und als Kind dort versteckt mein Kindreal und meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Namen. Als Kindreal hätten sie mir gestohlen. Herrgott, da stand du nur allein, hast mir als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist mir Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und hab ich an dich gelernt, denn Kinder Sorgen sind groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Ottergring hat sich verändert, hätt will überall baut, oder das Holz zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich verhilf das noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott, da stand, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag dich heim und wieg dich zusammen, sind deine Schmerzen auch groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Die Akustik hier ist interessant. Also, Ein sehr schönes Studio hier, ja. na klar ist eine Kugel. Die ist sehr, Also eine die ist Stunde. sehr, die ist sehr trocken hier. Das ist, Niedrige Räume. ist aber interessanterweise nämlich im Donaufeld nicht so der Fall. Ja, da natürlich so. Da hallert's mehr. Was muss das früher schön gewesen sein, als das Wiener Lied noch in ganz Wien erklungen und gesungen wurde? Ja, das haben wir leider auch nicht mehr erlebt. Das war sicher, wo die Volksmusik noch wirklich Volksmusik war. Wobei, ob das überall immer erklungen ist, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, im Nachhinein wird alles immer Ja, aber es war schon romantisiert. Identität, und man hat schon gesungen. Das sowieso. Ja, das war schon. Also, So, ich glaub, Volksmusik generell, nicht? auch die Leute bei der Arbeit, oder so, man hat es halt Man hat's gesungen. gesungen, ja. Man hat Ja, das ja. halt, man hat schon diese Lieder, weil es halt von daheim war, ja. Es hat sich halt mit stark dann natürlich auch mit Medien und so weiter aufgehört. So, meine Lieben, ich bin raus für heute. Was morgen wieder früh raus, hat mich sehr gefreut. Angenehmen Abend noch und noch viele Achteln. Extrem schau klar. Michael Papa, vierte gut, servus. Klasse, schön, dass du dabei warst. Vierte. Sehr zum Wohl. Dann will ich nur ein Schluckerl. Nimm ja einfach, dass ich mir eine gute Nacht wünsche. Ich würde sagen, jetzt müssen wir uns natürlich. Schon langsam arbeiten wir uns zum Ende. Ja, wir arbeiten uns am Handy, aber Wir rauchen eine Ader. Na, warte noch. Ich will mich noch in Korl M. Oder wie ein echt Kann ich trotzdem eine rauchen nebenbei. Kannst du auch, Ja, natürlich. wie der noch geraucht hat. Nein, aber das es ist war schon schon- drum, weil es ja fair raucht dann. Ne? Ich wollte dir nur sparen helfen. Aber schau, lass mich einfach einmal, wenn ich einmal in einem Lokal bin, wo man echt noch in so, einem wie, Lokal. so wie früher. weißt du, das ist- Sicher, yes. Nicht sag das laut, weil sonst muss ich vielleicht noch Damen in Toiletten Trend irgendwie einbauen oder irgend sowas. Die Kugel, sind was nicht nicht. drin. Naja, Die Herren alles da, draus die bei der Papa Hecken, die Dame ging auf, ja, sehr klar. Aber nein, weil der Franz M. hat natürlich als eines seiner Lieblingslieder gemeint, die Einsamkeit. Na, unbedingt. Mein guter Freund. Und Sind wir zum Spielen oder zum Rauchen da, ne? nein, ich wollte nur helfen. Ich wollte nur helfen, sparen. Das macht nichts. Aber die zwei Züge waren wunderbar jetzt. Ja, super, ne? Das- Der Rest ist Duftlampen. Ne? Das ist natürlich. Das ist ja das Schöne. Ja. Irgendwo. Aber das ist ja spannend, ich meine, wirklich, zum Beispiel, nicht? Nur weil ich nicht mehr rauche, heißt es nicht, dass ich ein Problem damit habe, wenn einer raucht. Also, bei mir, da steht der Aschenbecher, weil es soll ein gemütlicher Tag sein. Abend sein und alles, ne? Du noch geraucht hast, waren da nicht. Naja, gut. Naja, gut, da war mir, na klar, da war mir natürlich mehr viel. Aber es gibt ja viele, die dann sagen, nein, ich will da keinen Geruch, nicht? Naja, Oder auch, was du? auch verständlich. aber- Auch verständlich, na klar, Daheim, na ja, klar. das ist klar. Aber ich sage, so, Ja, denk mal schon. nach, das da die Stube, Aber- das ist gemütlich, wenn ein Raucher da ist, wird geraucht, aus. Ne? Ich rauche halt nicht mehr. Ich habe mir gedacht, aus, Burli habe ich gesagt, hör auf zu rauchen. Ich sage wirklich, weil, ich meine, irgendwo, das was du rauchst, im Vergleich zu mir ist ja lächerlich. Du, das ist immer noch. Das ist jetzt das letzte Bakel, was ich mir am 2. November gekauft habe in der Staune. Die deine habe ich noch gar nicht, was ich dir. Naja, nein, das ist ja eine andere Größenordnung, oder? Das ist eine andere Größenordnung. Typischer Gesellschaftsraucher, da schmeckt es mir dann aber auch. Na klar, nicht, das ist, aber mein Problem ist, ich habe schon so viel geraucht und dann natürlich in Gesellschaft noch mehr. Nicht? Also irgendwann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt kann ich es nicht steigern. Nicht? Weil ich mir gedacht, hörst drauf, ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ja. Spaziergang sagt, es gibt viele Stimmen dafür in Wien und Umgebung. Leider sind die Medien nicht dafür, dass Volksmusik verbreitet wird. Ja, das ist allgemein natürlich die Gesellschaft, die da wie soll ich sagen, die Gesellschaft sich halt anders entwickelt. Nicht? Das sind ja diese alten Werte. Das Problem ist immer dann, wenn sie dann draufkommen, dass die alten Werte, also wenn dann wieder quasi dieser Shift ist, nicht? Wenn die nächsten kommen und sagen, die alten Werte sind wichtig, dann kommen sie drauf, ja, aber sie sind nicht erhalten worden, nicht? Und nur wenig, Wen dann ist es wieder schwierig. Nicht? Dann Kann ist das es wieder noch schwierig. Ja. Pavlage ist kein Geruchsfernsehen, Manfred. Vollkommen richtig. Völlig Wenn ich richtig. schlafen gehe. Schau, Susanne Moser, super Klaus, hast das Rauchen aufgehört, ganz toll. Ja, danke schön. Das ist mir nicht schwach gefallen. Aber das habe ich immer so. Das war immer so, entweder habe ich geraucht oder nicht geraucht. Gell? Das war immer, dann habe ich aufgehört und vollkommen. Von einem Moment am anderen so. Und dann irgendwann habe ich wieder angefangen und dann habe ich mir gedacht,
Kaum hat er angefangen, hat er das Vierfache von mir Nein, nicht gelacht. kaum, sondern es hat schon gedauert, bis es dann auf diesen Level gekommen Ja, ist. am Anfang hast du dann selber Na, am gewusst. Anfang mal ganz wenig, dann immer mehr, dann sagen wir, da bist du deppert, was ich rauche, ich auf. Und dann wieder aufgehört. Ja. Also wie gesagt, schauen wir mal. Aber ich glaube, dass es schon langsam vorbei ist. Das heißt, Rauchen hat dich einfach verlassen, ja, das ist so. Ich glaube auch. Ja. Es hat mir Freude bereitet, unter anderem, und viel Geld gekostet. und auch keine Freude bereitet, je nachdem. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach. Na, schauen wir mal, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall, wenn es so bleibt wie jetzt, ist in Ordnung. Die Einsamkeit war auch geschafft, ne? Warte, gib den Finger. Michael Ahammer! Liebe Burschen, dank euch für die Unterhaltung. Kleiner Schmattes, Michael Ahammer. Weltklasse. Michael, danke dir. Da hau ich natürlich eine Achtel rein. Also ein Mach Schluck. mal. Wer Achtel, wer kann es mehr. Bravo. Danke dafür. Er zieht jetzt schon wieder. Die Medien sind mir sowas von egal. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ulis Lonik. Na, es wird dann bald der Schauen nicht dran kommen, glaube ich. Es wird so sein. Es wird so sein. Ob online oder offline, aber Ja, wenn wir schon zusammenkommen. das ist nicht das Ende. Das war's. Wenn wir schon einmal zusammenkommen und ich nicht mit dem Auto fahren. Was sagt die Chantal? Ich werde dich dem Michi anschließen und auch aufhören. Schönen Abend noch, gut. Schlaf's gut. Chantal. Chantal. Na klar, die Jugend geht schlafen. Warum geht die Jugend schlafen? Weil es was Besseres vorhat, wahrscheinlich nicht. Na, die müssen morgen vielleicht ausfrieren dafür. Ja. Aber nein, die Jugend geht schlafen, weil sie brav sind. Das würde ich sagen. Die sind brav. Mir war Das nie, warst du selten. nie. Nie. Also ich weiß ja, das war immer. Ich und ich auch habe das nicht, aber- immer bereut am nächsten Tag. Ich habe das immer bereut. Ich weiß gar nicht, wie oft in meinem Leben ich zu mir gesagt habe, du Trottel. Wie oft ich das zu mir. Es gibt niemanden. Und ich habe das noch nie zu wem anderen so oft gesagt wie zu mir. Und das ist ein Stimmt, Fehler ja. natürlich. Nicht? Man soll sich ja selber nicht schlecht machen. Nicht? Aber am nächsten Tag habe ich oft gesagt zu mir, du Trottel. Ja, so habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, na, Wort ist notwendig. Ja, das hast du dann gesagt, wenn Leute zugeguckt haben. Ja, zu so. dir selber hast du gesagt, voll drauf. So, erinnert etwas an Frühschoppen für einen Schmatt, es gibt ein Lied, aber hier ist das alles etwas niveauvoller. Na schau, wollen wir es drauf, Dankeschön. Wir sind halt Musiker mit Niveau. Und da steht's. Ja. Weiß nichts aushalten, die Jugend, Michael Ahammer. Ich wollte es ja kann so aber nicht auch sagen. sein, Ich wollte es ja so nicht sagen, aber das ist. Was sehen? Nein, weil sie anständig sind. Weil sie anständig sind, brav. So. Jetzt habe ich schon ausgelacht auch. Gell? Ja, ich warte auf die, bis das Ich hätte mir dazwischen ja Ja, das ist, bis du geh was sicher, bis dann schaust, wie es verraucht, wie dir das weh. Die geht eh aus von allein. Ja, das stimmt. So kommt dem Fausreichs, da ist schon ein Filter. Gar nicht wahr. Das ist der Grund, warum ich so die langen Zigaretten gern habe. Die rauchen länger. Ja. Wenn man gelassen wird zum Rauchen. Also, Franz M., auf deinen Wunsch hin, ein Lied von mir, was mir wieder ehrt. Mein guter Freund. Ein guter Freund. Klammer auf, die Einsamkeit. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Kron, da geht den Wurstel, ich da schlang. Den Kasperl spielt, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, so mach mein Herz ungeniert
und krieg mein Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht, so macht die Augen langsam zu und geh allein halt zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Lieber Franz M. Einsamkeit. Schäfe den Wunsch, ja, ich danke dir herzlich. Also Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich. Schon das Spazieren Schöne bringt Nummer. was Wichtiges auf den Punkt. Ich schaue ausgemacht, am 25.12. machen sie Urlaub, am 1. ist wieder eine Pavlatschen. Ja. Jawohl. Das werden wir wirklich, wie wir sehen, kommunizieren auf den Social Media Kanälen, aber tatsächlich, Ist der 25. wir haben uns überlegt, da, ob wir nicht da irgendein Video machen. Nein, für- das passt schon. Wir haben gesagt, nein, Ja, passt schon. der 25. der Christtag. Der Christtag, ja genau. Ich meine, man kann jetzt Christ sein, mehr oder weniger intensiv, fromm, gläubig oder nicht. Aber ich glaube, es ist in unserer Das passt Kultur einfach wirklich fest verankert und wir haben es heute schon ein paar Mal so angesprochen, es geht ja nicht immer ums Geld und ums Chefen und ums Schaffen und ums, dass das Business rennt und was. Am 25. ist Montag und da ist der Christtag. Christtag. Und ich bin Wir lassen es einfach. mit Tanten in Ladendorf. Na gut, du bist, Onkeln du, und so du bist weiter. überhaupt noch unterwegs. Und das ist aber keine Verpflichtung, so wie das viele sehen. Ganz im Gegenteil. Oh, komm, Am drei. 26. bin ich in Staats mit meinem Schwager. Vom mit meinem- 26. reden wir nicht, wir mit reden meinem vom Schwager und so. 25. Nein, die Christfeier gehört der Familie. So Das ist es. Passt schon. Ja, und das, einfach- auf das will ich hinaus. Man ne? muss Das- nicht immer das- rund um die Uhr Content Nein. bringen. Also, ihr wisst das. Ihr habt ein volles Verständnis, das weiß ich. Und ja, aber wir haben eh noch. Nächsten Montag kommen wir Nächsten eh noch. Montag kommen wir noch. Ganz normal Pavlatschen und Und dann wie werden wir gesagt, am es nochmal ersten- sagen. Und dann am 1. wieder in Das alter neue, Frische. das neue Jahr einläuten quasi. Am ersten, genau. Mit dem Neujahrskonzert, mit der Neujahrspavlatschen. Genau. Nach dem Neujahrskonzert der Wiener Wieder von da Philharmoniker dann. sind wir am Abend Ja. da und Ja. genießen es gemeinsam mit euch. Ja. Genau so schaut es aus. Das neue Jahr, Auge in alter Frische und dann, ja. Aber das kommt eh noch. So, der Harald Dürner sagt, das nächste Mal bin ich am 18.12. wieder in Wien. Beim Rathaus, beim Weihnachtsmarkt bin, freue mich schon drauf. Ja, das glaube ich da siehst du, da bin ich, da spielen wir noch. Da spielen wir auch am 18. Am 19. Am 18. Am 19. Am spielen wir. 18. haben wir die Pavlatschen da. Am 18. ist Pavlatschen, so ist. Und am 19. Am sind wir 19. beim spielen wir. Lebner Choral. 19. spielen wir dieses letzte Konzert dieses Jahres. Ja. Und dann sind wir weg. Ja. Verdienter Urlaubsspaziergang, sagt er.
Patrick ist zu Weihnachten nur am Fressen und Saufen, Michael Unger. Ja, der hat die durchschaut, siehst du es? Das ist so, Der ja. hat die durchschaut. Das das- war mir gar nicht aufgefallen. Und es ist War das der Michael Unger nicht sagen? so schön. Ich hätte geglaubt, du bist eigentlich brav unterwegs, aber nein. Ja, eh. Michael Unger, danke. Michael, fällt's ich mir mir ein. glaubt, du bist der Freund. Jetzt fällt's auf. So, meine Lieben, ich glaube, den letzten Schluck werden wir auf euch annehmen. ja. Heute ist schau, es ist schon 11 und immer noch 31 Zuschauer. Ich danke. Es ist bereits eine L-Pavlatschen. Ja, und Keine übrigens... XL und keine XXL, aber eine L. Nein, eine gemütliche Large. Eine gemütliche Large, hast recht. Ich bin davon überzeugt, ich weiß es nicht, wie viel Abonnenten wir haben, aber das letzte Mal, am Nachmittag, habe ich es zufällig gesehen, haben wir 1799. Ah, okay. Ja, 1799 Abonnenten gehabt. Also ich nehme fast an, dass wir jetzt schon 1800 gesprengt haben. Und was ich auch vielleicht nochmal sagen will, die Herrschaften, die jetzt so zuschauen, natürlich, ja, ich sage ja wahrscheinlich schon alle längere Zeit bei uns, aber muss ich auch sagen, 1800 Abonnenten werden wir jetzt schon haben. Und da sage ich auch Dankeschön an alle. Und sagt es bitte weiter, dass es uns gibt. Mundpropaganda trotzdem. So ist es. Mundpropaganda in sozialen Medien, das war Weltklasse. Teilt das Ganze in den sozialen Medien. Das ist Mundpropaganda digital, sage ich immer. Ja, Das ist ja, trotzdem so ist ganz es. wichtig, die persönliche Weiterleitung, wann einem was gefällt. Ja. Warte Harald, wo spielt sie genau am 19.12. in Wien? Ich weiß nicht, ob noch ein Platz frei ist, ich fürchte fast nicht, aber man kann noch nachschauen. Bei uns auf unserer Homepage, wenn du nachschaust, Schau noch auf 16erburm.at und da findest du die Termine. Da kannst du anrufen. Karl Lentner, ja. Ja, Lindner, ja. Ja. Ja, Franz Eben seine Kaprunter, das ist netzmäßig. Na, vielleicht geht's. Wenn es nicht geht, geht's. Geht's nicht, ja. Aber wir sind in Verbindung. Danfried Kraft sagt noch, danke für die Einsamkeit, habe das einmal in unserem Stammauftrittslokal gespielt. Da haben einige Gäste gesagt, das ist aber jetzt so ein trauriges Lied. Vicky, was hast du gespielt, Manfred? Ich danke dafür. Das gefreut mich besonders, wenn Lieder gespielt werden, die wir geschrieben haben. Das ist Danke. toll. Ist leibend. Jetzt noch ein wenig, machen wir den, was? Trinken In wir mal Dreier aus. voll, nein. Jetzt einmal auf euch. Danke euch vielmals. Danke euch. Sehr zum Wohl. Und jetzt der Marco Cinelli hat das genau original erkannt, was wir machen werden. Wir danken euch, wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn es wieder ausgrüßt, ich sehe was. Küss die Hände zur Pavlatsch Nummer 203. Bis Montag, den 18. So schaut's aus. Und bis 12. dahin mache ich dem Wirt einen Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und verglacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden, bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, Höfe ist, wir werden schon langsam jetzt. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wieder mal leibend, Dankeschön, das hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat er jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend. Es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Viert euch Gott, macht's es gut, bis nächste Woche. Alles Liebe. Baba.